Voilà, einen schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Gemeinderat für uns zweite Gemeinderatssitzung. Ich werde es noch immer durchnummerieren, mit die zweite geht einfach nach live Leute am Publikum. Ich sehe hier, wenn unsere Stamm Lausterer sind, dann halt eine andere Leute, schön gemischte Publikum. Flott, da sitzt, und dann noch live Leute draußen, die uns nur lauschen. Vielleicht nicht vergessen, wir haben schon den Tirage gemacht für den Abend, da sind wir der Jump, den dann als ersten de Wort möchte. Für den Anlauf will ich über die gelaufenen Manifestationen Rückblick machen und dann noch, was wir in Zukunft da werden, dann nicht nach ein paar generelle Informationen. Also angefangen haben wir beim 12. August, das für drüben hatten wir schon an der anderen Gemeinderatssitzung, war der 6. März, und war aber auch den Tag die 9. Randonnee mit Motto organisiert von der Sportkommission. Den 20. August war dann Velostour, also Velosrandonnee, den 10. Jean Majerus Randonnee mit Grillfest, organisiert von der Hirondelle. Die hatten das 100er Show gemacht, das war ganz flott. Ich hatte sie von der Straße erst an fest nicht gesagt, aber sonst hat da aber seinen Charme und waren eigentlich auch über 200 Cyklisten angeschrieben, wenn ich das noch gut weiß. Den 27. August bis den 3. September war dann von der Schötter Musik Kachen an den Verkauf vom Quatschekraut, immer eine große Organisation, die dann nur von 2 Plätzen aus machen, einkehr am Profsaal Quatschen, vorbereiten und einkehr halb am allen Musikbau dann kachen. Den 27. August hat LSAP ihre Pilzwanderung, mal durchschließend Champignon, die konnte essen. Und dann den 9. September war am Schötter März und noch Generationsfest am Zipper Gringewald. Den 10. September hatten wir das Campusfest von der DP. Am 16. September bis zum 22. September die Europäische Mobilitätswoche zu Schötter. Das war erstens mal den Tour du Dorf. Und dann aber auch die Präsentation vom Nationalen Mobilitätsplan Mendes, in Präsenz vom Vizepremier und Minister für Mobilität und öffentliche Arbeit, François Bausch. Dann donnerstags die Präsentation über die praktische Umsetzung von nachhaltigen Mobilitätsprojekten für Privatstädte und für Gestalt von einem Vertreter von der Klimaagenz. Dann haben wir Freitags Fairtrade, Biofrüchten verteilt für die Benutzer vom öffentlichen Transport. Sonntags war dann die Familien darum Velo organisiert, auch ein Menge von der Sportkommission. Der 16. September war Kleidersammlung zur Unterstützung von sozialen und humanitären Projekten von Kolping, an Dono Aktivitäten, an noch außerdem Aktivitäten, Service und Arbeitsplätzen am Jugendteam als Solidarität SPL. Ein paar Vertreter vom Gemeinderat waren auf Siegelsbach für die Erweiterung von der neuen Sportsaal. Den 17. September war La Rose en Fête, Flottfest beim Minsker Schloss. An den 20. September hat man dann als große Feierlichkeit, wo dann die Austrittsmember vom Gemeinderat honoriert gofen an die neuen Member vom Gemeinderat dann vorgestellt gofen. Da hat Dali sich noch entschuldigt, das war relativ kurz für den Anfang von unserer Festlichkeit. Ich hatte das nicht mehr gesehen, mehr hat sich den Abend noch entschuldigt. Voilà, es waren ungefähr 150 Leute angemeldet und ich meine, also Partnergemeinde Siegelsbach war noch da. Das war ganz flott und ich will auch eine große Merci so in der Strip von der Harmonie für den flotten musikalischen Enkadrement. Dann hat man nicht mehr spät wie gestern Abend Sportlerehrung am Centre. Ich meine, da sind auch ganz viele Sportler geehrt gehen und ganz viele Jungsportler auch, was ja ein ganz flott ist. Da geht es weiter mit Manifestationen Anfang Oktober, wo Tanzkuren gehen und dann auch Lützeburg-Kuren, Turnen für Damen und Herren, Yoga, Hip-Hop-Tanzkuren für Kinder und dann Heels and Shape. Den 8. Oktober dann Chamberwahlen, wo dann noch das Wahlbüro organisiert sind an der Gemeinde. An den 14. Oktober dann ist Remeke Schötter März und noch Kommemorationstag, wo ich dann noch schon einen Abruf machen für auch zahlreich und dem Kommemorationstag dort zu holen. Ich meine, das ist wichtig, sich der Vergangenen an den Krieg zu gedenken. Am Jahr festgestellt, dass das ein bisschen null ist.
Und dafür wären wir aber froh, wenn da auch viele Leute gingen kommen, für die Stunde darunter teilzuholen. Dann, den 15. Oktober, ist dann der Mikal von den Pomschen, die ihre Buffet hört. Den 21. Oktober haben wir den Kabarett, es war ein Leihwickelchen zum 200. Geburtstag vom Dix, auch von der Kulturkommission organisiert, an den 21. Oktober Halloweensball. So, das ist alles am Agenda dran, ich meine, du kannst alles gucken. Wir probieren immer heute schon noch darauf hinzuweisen, wenn man etwas vergessen. Also ich meine, den Agenda ist noch immer da, wo die meisten Informationen darüber auch findet. Als andere Informationen haben wir leider den ein bisschen unangenehmen Fall von den Studentenkontrakten, die leider mit dem falschen Tarif renseigniert wurden. Das ist auch schon am 4. Schafferot geschieht und die Lehrkontrakte auch von uns unterschrieben. Da haben ganz viele Studenten reklamiert, wir haben denen einen Brief gemacht, also 750 Studenten betroffen, wo wir gesagt haben, dass der Tarif, der am Kontrakt steht, der richtige ist, wo wir ein Reglement dran geschrieben haben und darauf hingewiesen haben, dass die Studenten immer zu dem anderen Tarif bezahlt gesehen und dass auch an den nopischen Gemengen zu dem Tarif bezahlt gehen. Wir haben aber auch Verständnis, dass die Studenten haben einen Kontrakt gekriegt haben, den eigentlich auch rechtlich seine Gültigkeit hat. Und wir haben dann auch als Chef eine Decision geholt, dann noch den Tarif zu bezahlen. Ich denke, das ist aber nicht so, dass da irgendetwas nicht angehalten wird. Da ist effektiv ein Irrtum geschehen und die Studenten sind noch nie zu dem Tarif bezahlt gehen. Voilà, dann hat Caroline Greff angefangen am Service Technik, den 1. September. Darüber hat man heute schon gesprochen, wo just so, dass der Damlo da ist und schafft. Und dann haben wir den Posten vom B1, dem wir am Gemeinderat den 22. Februar gestimmt haben, dass wir den an der Zeitung publizieren. Da machen wir auch eine Appell an Kandidatur für das Service-Team. Da sind aber Damen, die wollen abhalten. Und wir müssen das Team aber verstärken. Wir brauchen das ja. Und wir machen das mal vielleicht auf den sozialen Medien, bei der Internetseite, wenn wir dann nicht viel Zulauf haben, oder dann können wir auch nach den Zeitungen gehen. Im Moment gehen wir so einen Appell machen, für Leute zu finden und Teams zu verstärken. Dann haben wir ein Auto geirrt gehabt, und wir haben noch das Kabinett vom Wasserservice, die mit der man nicht mehr anfangen können. Und wir hatten da 3 Offeren angefragt, und wir haben die verkauft. Also ein Händler, das Wasser, also das Kabinett für 2.250 € und ein Auto für 5.000 €. Dann hatten wir auf Initiative von Schötter eine Reunion mit der als Schafferät, das war den 18.09. hier am Saal. Und da haben wir über Probleme an Sachen geschwärzt, wo die Gemengen alle gut also umgehen, wo wir gemeinsam Lösungen haben. Ich meine, wir haben auch da gesagt, dass wir auch regelmäßig werden gesehen haben, die Zusammenarbeit weiterführen und verstärken, wo wir das können machen. Ganz konkret hatten wir auch darüber geschwärzt, da kommen wir dann nur am Wiklo nach drauf, wenn Kandidaten könnten sich für die CGTs und für den Civic Hall, dazu dann mehr am Wiklo. An anderen Generalpunkte wie auch Police-Reglement, ein harmonisiertes Police-Reglement und so weiter sind da angesprochen gehen. Dann hatten wir ja den alle Chef schon eine Ausschreibung gemacht für den Bootsservice und da hat eine andere Gesellschaft auch nicht den Marché gekriegt. Die waren aber nicht mehr wie rund 20% mehr billig. Das sind bald 500.000 €, die das Gemeinde mehr billig kosten. Die haben dann den 1. September angefangen mit schaffen. Ich meine, wir waren noch mit der Societät 4 drüben immer ganz zufrieden, und das sind dann eben auch penible Decisionen. Der Marché ist klar, die haben die gewonnen, dann kann ich die Schachschwer für alle gut selber. Und die Gemeinde hat auch einfach Männer Depensen. Das bedeutet aber auch, dass man vielleicht am Anfang heinst du ein bisschen hoppelt, dass bis die Kippen angeschafft sind, und mal heute mal etwas vergisst wird. Man hat natürlich beim Fußball, wo dann der West ja nicht mehr Geburtstag ist. Wir bin da im Verständnis, und da muss sich direkt beim Oliver Plyer melden, dass das dann an 3 gemerkt wird, bis die dann angeschafft sind und nicht anderem reibungslos klappt. Dann haben wir ein Projekt, ein PCA, das heißt Petit Centre d'accueil.
mat Kanner jeweils 4 Kanner zu versieren an 2 Häuser, die Leute waren noch bei uns. Und als erklärt, wie ihre Projekt funktioniert, die Kanner gehen noch bei uns an die Schule. Das sind im Prinzip kein Problemkanner, das sind einfach Kanner, die kein daheim bei den Eltern haben, aus was für einen Grund auch immer, und die dann hier zusammen wohnen, und die sind noch gut enkadriert, die sind 24 Stunden, 24 sind die Zivilen enkadriert. Die gehen noch zum Beispiel nicht an die Maison Relais, weil sie auch an der Mittelstunde heimfahren, an ihren Häusern gekocht kriegen. Die wohnen also wie kleine Familien zusammen. Natürlich kann es mal sein, weil die Kanaraver in einer schwierigen Situation sind, dass das mal Effekte geboren hat, die man dann noch vielleicht an der Schule merken, mit Lehrpersonal, das informiert. Da waren auch Ise mit uns auch Kontakt hatte, waren da Kontakte mit dem Lehrpersonal. Und das ist aber im Prinzip ohne Probleme. Ich werde die Bühne gehen, also sie kann wie andere Leute, wie andere kann auch, die just wohnen nicht daheim. Dann hat noch eine E-Mail gekriegt von einem Herr, den sich aufregt ein bisschen, dass ein Rendezvous kriegt beim Chef oder und es in Baugenehmigung geht. Also genau aus dem Dossier so, dass den effektiv schon mir lange op der Gemenge aus 2021. Wir haben uns in dem Dossier angeholt am 18. Juli. An der Zeit haben wir uns also mit dem Dossier befasst, die Lesungen noch gedauert. Für das Lesungen zu beschwätzen, hat man natürlich eine Reunion mit unserem urbanistischen Bruder, für Details zu klären und den möglichen reglementarischen Kader zu beschreiben. Und wir haben dann noch eine Strategie entwickelt, um mit dem Dossier führen zu kommen. Muss ich auch bedenken, die wollen ein Haus bauen, was an der Seestraße ist, wo 4 PHP drauf war. Da war also die Flexibilität ganz, ganz klein, also praktisch nicht. Kein Dorf für das Haus irgendwie anzupassen. Wir hatten aber in der Vergangenheit schon den Monte für Wandergärten so zu machen. Da haben wir dann im Kader von der Reform von unserem PRG gesagt, wir heben die PHP ab. Und dafür gilt dann noch das Reglement vom PHP-Quartier existant. Da kann ich noch mehr machen, aber das hat aber gewiesen, dass da noch andere Probleme kommen. Und das habe ich dem Herrn auch geschrieben, den 30. August. Da ist mal Artikel 3 aus dem PHP-Quartier existant, den ihr seht, wann ich Wohnfläche an einem bestehenden Haus dabei kriege, dann muss ich mich an das Reglement vom Quartier existant halten. Und wie das dazu basieren an denen Häuser do nicht so geduld war, kann in Empfang die Konstruktion wie hin so projektiert wird, kann in Empfang so nicht machen, weil man es dann eben aus dem Reglement vom Quartier existant rausbewegen. Und ein anderes Problem ist auch, dass den Keller nicht am Boden ist und also als Niveauplan gezählt wird. Und da werden wir schon was haut Anfang ein zweiter Stock an den Häusern ist, wird das schon ein dritter Stock. Das muss man also klären. Wir sind noch bewusst, dass du ein bisschen mal aus, dass auch andere vielleicht an den Häusern später das noch ein bisschen Wohnraum wollen dabei bauen. Ich meine, an der Situation, wo wir sind, Wohnungsmarkt über die Preise, die wir zuletzt beschulen, kann ich das alles verstehen. Die Situation ist eben so, wie sie ist, das Reglement ist so, wie sie ist, das hat im Gemeinderat gestimmt. Und da kann in Haut keine Baugenehmigung ausstellen. Ich meine, dass wir an die richtige Richtung geschafft haben, dass wir den Leuten schon, also nicht für sie, aber für allgemein die Probleme von dem Quartier zu lösen, weil entgegengekommen sind. Da braucht das seine Zeit. Und was das Rendezvous geht, hatte ich dem Mann proposiert, ich gebe ihn anrufen, für ihm das zu erklären. Und das wollten wir aber nicht. Und du hast selber geschrieben, das ist auch kein Problem. Madame Wähle ist ja am Congé bis den, wo ist das Datum da? 12. August, bis 12. September oder was. Und ich selber sollte machen, ich bis den 25. September auch am Congé. Und am 26. September hat dann die Mail geschrieben, wo ich ein bisschen abgeschrieben. Das ist just für euch ein Bild zu setzen. Also wir meinen, dass wir da alles richtig gemacht haben, dass der Mann sein Recht kriegt auch ein Rendezvous bei uns. Und dass du nicht als der Norm lebt, also zumindest nicht an den letzten 6 Wochen. Voilà. Dann hatten wir für Siegelsbach ein Korb gekriegt, die steht da.
ganz schönes Gest, das viel dran an der Korbei an dafür gibt mir proposieren an der Lust tut Gemenge oder was mit Blick do ich Apps mat zu höllen heben, dann der dat gerne machen, dass man die Korbei ein bisschen so opdelen, dat sie produzieren, die haben sich nicht ewig, muss man also verbrauchen. Ja, voilà. Merkt noch eng zweet Korbei krit, wenn es den Tappecher, die wir op Siegelsbach gelehnt hatten, an der Hummer war der Rover gin an de Centre do bei die Leute, die geplot waren Tappech opzelöden an noch Manzrahmen, die dürfen sich dann de Korbei deelen. Dat wäre soweit für den aller vu Menge seit an der Gewicht dem Nico fortgin, den iwwer de Sigi nachwol brichten. Ja, merci Claude. Ich wollte probieren so iwwer Sidest an iwwer de Sigi. Ich sind am Komitee an der wurden Loge Reunionen. Da war eine Reunion den 14. September, bei der als tatsächlich im Engagement von Personalgängen, das heißt, Sidest Kadenz von der Realisation von den verschiedenen Kläranlagen an Regen, Rückhaltebecken akzelerieren und dafür haben sie eine Reihe Spezialisten angestellt. Was doch wichtig zu mentionieren ist, dass das eine neue Person, ein Damm, als Ingenieurdirekteur adjoint angestellt ist, en Prävision vom Départ en Retraite von Jean-Marie Ries. Die Person hat ein Doktorat an einem Bereich gemacht, den mit Kläranlagen zu dienen hat, also ganz gut qualifiziert, das eigentlich für den Job. Dann haben wir den 25.09. den Budget präsentiert gekriegt, das ist also ein Projekt vom Budget, an die soll dann den 6. November diskutiert gehen, gestimmt gehen. Ich komme dann, nachdem gestimmt das auch gern darüber zurück. Da wollte ich nach Wort sagen, über die Sigi, da war gestern eine Reunion, da wisst, dass du im Prinzip allgemeinen Einzel oder durch Gruppen an dem Sigi vertreten sind. Du waren hauptsächlich oder praktisch nicht mehr Personaldossiers, du hast auch ganz viel Personal nach angestellt gehen, an wat Joch wollt ha firhewen, dats och en neien Direktor proposiert gin, Zreckbehalle gin an de Komitee werd de nachstellen, dat se wissen Herr Claude Chanet, iwwer den ich aber leider net viel wees, ich wees just, dass er vubause kennt an die Erklärungen, die man dokrit hun, die vor een bisssen rudimentär, dafür kann ich net méi so. Ich will da wo firhewen, dass unser Kollege Serge auch an der Reunion als Member von dem Arbeitsgruppe, den Moldo konstituiert, dabei war, an der öffentlichen Sitzung dann noch eine Reihe Erklärungen gegeben hat über die Ideen, die Projekte an die Etude, die soll gemerkt gehen, über die Affektation von dem alle Gebäude an dem oder im früheren Gebäude, an dem der Sigi zu kontern vor, an dem, wenn ich das richtig verstanden, noch dem Sigi nachgehört. Voilà, das ist der Dienst, was ich wollte. Gut so, merci. Merci Nico für die Information, Serge. Ja, ich muss aber da eine kleine Korrektur ragin, Nico. Den Herr Chanet war von den Kandidaten für das lo an sich noch keinen neuen Direktor gewählt gin, das ist den Attaché à la Direction. Den neuen Direktor kann er nicht designiert gin, wie den allen nach am CETs. An den Direktor den Attaché den Lo genannt gin ass, dat das den Herr Moment. Voilà. An net den Herr Chanet. Dann hunn ich aber eng froh zum Kontrakt vun der Firma Onet. Du huet gesot, do wie dann lo de Kontrakt eng 500.000 Euro wie bëllech. Okay. Op wieviel Joer lief der Kontrakt? Dat heißt, op die 500.000 Euro sind op die 3 Jahre gerechnet. Dat heißt, der Schweiz von 166 an putzer kurz der 1000 Jahre. Voilà, okay. Gut. Okay, nee, das war dann sich meine Informationen heran zu dem, was ich noch mal zu delen habe. Merci Serge. Dann wollte ich aber noch, dass man, du weißt, dass den früheren Bürgermeister Jean Mange gestorben ist. Er war Conseiller von 1970 bis 1975, aber Bürgermeister von 1976 bis 1987. Wollte ich, dass wir da aber vielleicht eine Gedenkminute machen, ein abstehen. Und ich will aber an die Gedenkminute anschließen, der Claude Heisen, der auch an der letzten Wahlperiode 3 am Gemeinderat war. Und zwar demissioniert hat und dann aber verstorben ist.
Voilà, da kommen wir als nächsten Punkt, Präsentation von der Schaffratserklärung, die wir dann heute vorstellen geben und die wir dann an den nächsten Gemeinderat auch gerne diskutieren. Ich meine, eine Schaffratserklärung hält die Hauptideen rum, dass vielleicht nicht alle Details dran, da gehen noch vielleicht Meinungen ausnehmen, dass ich meine, dafür muss ein Verständnis haben, wenn wir diskutieren, das aber gerne die nächste Karriere an. Dann gesehen wir ja, wo wir da gemeinsam Nenner auch haben, was dem Schafferrat in Position ist. Ich meine, von 2224 angeschriebene Wähler haben 1897 den 11. Juni gewählt. Als Resultat von diesen Wahlen kommen die Grünen mit 16,30%, also ein Plus von 3,60% auf 2 Sitze. Die LSAP mit 19,8%, also plus von 6,94% auch auf 2 Sitze. Tschötter Bierger mit 31,10%, plus von 2,71% auf 3 Sitze. NTP mit 32,8%, also plus von 0,7% auf 4 Sitze. Nach den Wahlen wird sich der LSAP und NTP auf eine Koalition für die nächste 6 Jahre geeinigt, sodass der Schafferrat für die Periode 2023 bis 2029 folgendermaßen zusammensetzt. Bürgermeister Claude Marsan, LSAP, und ist zuständig für Personal, Gemeindeverwaltung, Sicherheit, Rettungsdienste, nachhaltige Entwicklung, Umwelt und Energie, Klimapakt, Naturpakt, öffentlichen Transport und Mobilität, Wasser- und Notfallwirtschaft, Bauten, Soziales, Chancengleichheit und Integration. Als erste Chefin, also den Serge Eicher, DP, und er ist zuständig für Finanzen und Investimenten, Vereinsleben, Sport und Benevolat, Kommunikation und Bürgerbeteiligung, Infrastrukturen und Gemengenentwicklung, Musikschule, Wohnungsbau, Jumelage und Digitalisation. Zweite Chefin ist den Andy Kaiser, DP, und zuständig für Schul- und Kinderbetreuung, Juren, Senioren und Familie, intergenerationelle Projekte, Kultur, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Gemengegebäude, Entwicklungshilfe. Mit rund 4.400 Einwohnern an einer grossen Aktivitätszone, die wohl mit zum Wohlstand von unserer Gemeinde beiträgt, aber auch viel Verkehr mit sich bringt, leihen die 4 von unserer Gemeinde am Anbieten von den nötigen Infrastrukturen für als Bürger und aber auch für das Aufrechterhalten vom ländlichen Charakter an der direkten Nachbarschaft von der Stadt Lützeburg. An dem Sinne haben wir also ein Koalitionsprogramm geeinigt, auf Basis von dem wir das Schafferratserklärung ausgeschafft haben. Als wichtig Partizipation. Wir wollen, soweit wie möglich, Bürger aus der Gemeinde mit an den Entscheidungsprozeduren abziehen. Wie machen wir das? Durch regelmäßigen Informationsaustausch, sowohl präsentiell wie über die digitalen Medien. Publikation von Entscheidungen in geprinteter und elektronischer Form. Informationsversammlungen wollen wir organisieren, verstärkt auch die Berudenkommissionen am Vorfeld mit abziehen. Für die Berudenkommissionen so proposieren wir für die nächsten Jahre die halten, und da kommen wir ja bei dem nächsten Punkt auch mal zurück. Kommission de l'Agriculture, de la Civiculture et du Développement Rural, also Landwirtschaftskommission, Kommission des Affaires Culturelles, also Kulturkommission, Commission de la Famille, du Troisième Âge et des Affaires Sociales, Familienkommission, Commission des Bâtisses et du Développement Communal, Bautekommission, Commission du Transport et du Trafic, Transportkommission, Commission de l'Enfance et de la Jeunesse, Jugendkommission, Commission de l'Environnement et du Développement Durable, Umweltkommission, Commission des Finances, Finanzkommission, Commission du Sport et des Loisirs, Sportskommission, Commission du Vivre Ensemble, da das die ab dem 1. Januar neue Nummer kriegt, das war früher die Integrationskommission am Hünder, da wurde schon angepasst. Dank auch dem Hinweis von Lilian, dass das Gesetz könnt. Für die nicht müssen umzählen. Also 1. Januar ist ja auch schon geschwind. Das Gesetz vom 23. August 2023. Kommission vom Zusammenleben auf Lützeburg. Und dann die Schulkommission, Kommission scolaire, also Kommission des Loyers, Loyerskommission. Die sind auf dem Gesetz sowieso 4 gesehen. Und dann haben wir am Koalitionsprogramm wird die nächsten 6 Jahre Folgenziele gesagt. Für die nachhaltige Entwicklung an der Umwelt. Wir werden noch weiterhin nachhaltig agieren an alle Decisionen auf ihren Impact auf die Umwelt, als CO2-Emissionen an den Verbrauch von Ressourcen prüfen.
Ziel ist es, also Fußaufdruck so klein wie möglich zu halten. Und wir holen als Responsabilität ganz echt für unsere Kinder eine lebenswerte Umwelt und die Auswirkungen vom Klimawandel so gut wie möglich abzufangen. Energie. Als Leitmotiv füllen und müssen wir unseren Energieverbrauch so klein wie möglich halten. Wir werden auch in Zukunft alle Bauprojekte von der Gemeinde orientieren, einen ganz niedrigen Energieverbrauch zu haben und versichern, bei den bestehenden Gemeindeninfrastrukturen den Energieverbrauch weiter zu reduzieren. Bei der Industrie und den Privatmenagen werden wir probieren, nach verstärkter Information und Sensibilisation und natürlich finanzielle Unterstützung, also Subsidien, den nötigen Incentive zu geben, für das auch dort der Energieverbrauch aufgeht. Montan an Subsidiereglementer müssen an dem Sinn, wann nötig, nur irgendwann angepasst gehen. Technische Lösungen wie die Wärmepumpe sind eine gute Alternative. Dafür muss auch der Kader am Baureglement geschafft sein, für das auf der einen Seite das Technik angesagt gehen und auf der anderen Seite Belästigung durch den zwar nicht brutalen, mit doch aber permanente Comedy angegrenzt wird. Auch machen die modernen Wärmepumpen noch immer schon Manner Comedy. Während der Vergangenheit hatten wir Probleme dafür. Das ist der wichtige Punkt. Auch die Photovoltaik weiter promoviert ein Projekt für Photovoltaikanlagen unterstützt. Mit Photovoltaik kann ihn auf eine relativ einfach Manier nachhaltig elektrische Energie produzieren, an was das mit der Elektromobilität, die auch nach stark zuholen wird, eine perfekte Kombination. Übrigens kann der Strom, den ein Photovoltaik produziert, auch direkt verbraucht gehen, und nimmer den Überschuss wird dann im Moment an Netz zum Stromlieferant angespeist, was dann noch finanziell ein ganz interessantes Sache ist. Wir schaffen ein erweitertes Energiekonzept aus, und prüfen, welche Möglichkeiten die Gemeinde hat, für auch selber lokal nachhaltig Energie zu produzieren. Neben der Reduktion von den CO2-Emissionen geht als Gemeinde damit ein Schritt mehr unabhängig von den großen Energieproduzenten und damit auch abhängig von den Preisfluktuationen an der Preissteuerrecht. Wir halten, was der Klimapakt angeht, in unserem Leitbild 2030 fest. Wir schaffen darum, all die Mesuren, die an diesem Leitbild festgehalten werden, an die quantitativen Ziele, die wir als Skin anzuhalten, aber möglichst mehr schnell zu realisieren. Als Goldzertifizierung aus den Ursprung, und wir wissen, dass der Stillstand effektiv Rückschritt bedeutet. Wir machen regelmäßig ein komplettes Monitoring, für zu gucken, wo wir stehen, und als Möglichkeit zu gehen, zu reagieren und als zu verbessern. Wir werden auch Mesuren aus unserem Klimaanpassungskonzept anfangen umzusetzen und Risikoausweisungskarten ausschaffen. Naturpakt. Und zum Summenarbeit mit dem SIAS werden wir auch weiterhin den Naturschutz großschreiben und alle Projekte am Sinn vom Naturschutz umsetzen. Konkret probieren wir viel Bäume zu pflanzen, darunter auch Obstbäume, besonders mit mehreren Obstsorten, so wie sie in unserer Region historisch zu finden waren. Wir streben am Kader vom Naturpakt und demnächst als Bronzenzertifizierung zu machen. Am Hühner ist ein Zeitchen gesagt, bis Frühjahr 2024. Wir wollen mit allen Akteuren im Bereich Natur, das heißt mit dem Naturschutzsyndikat, mit der Umweltverwaltung, an der Landwirtschaft gut zusammen schaffen und am Dialog Projekte planen und umsetzen. Für den Überschwemmungsschutz sollen Mesuren umgesetzt gehen, und wir holen Gespräche mit den Proprietären ab und gucken, ob auch Renaturierungsmaßnahmen von unseren Bächen umsetzbar sind. Ein natürlicher Bachlauf verhindert Überschwemmungen, weil Platz da ist für das Wasser, und das gleichzeitig eine Bereicherung für unsere Landschaft. Daneben könnte ein natürlicher Bachlauf der Biodiversität zugut. Als Gemeinde sind wir bereit, für das Ziel Parzellen abzukaufen oder in einer anderen Form mit den Proprietären zu schaffen und Konventionen zu machen. Wir wollen auch an der Natura 2000 so ein Projekt unterstützen und eng mit dem regionalen Komitee zusammen schaffen. Wasser- und Abfallwirtschaft. Trinkwasser ist eine wertvolle Ressource, die zu schützen gilt. Wir wollen proper Wasser trinken, und weder Metaboliten von Pestiziden nach Bakterien an unsere Quellen holen. Dafür ist der Quellenschutz immens wichtig, und auch hier sollen die entsprechenden Mesuren, ob vom Gesetz vorgesehen oder freiwillig, umgesetzt gehen. Das ist auch näher am Dialog mit der Landwirtschaft und mit unserer Unterstützung für einer Wege zu gehen, an innovativ Lösungen zu finden. Der Komitee, der ist der Vertreter von den Trinkwasserversorger, der AGE, der AStA, also dem Service Technik von der Ackerbauverwaltung, und andere Vertreter aus dem Quellenschutzgebiete zusammengesetzt ist hier eine gute Plattform. Auch muss als Hochwasser performant gereinigt gehen, ehe es nächstes Trägerziel lebt. Den Ausbau von der Kläranlage zu versieren, den noch ein feiert Klärstufe gesagt, also kruziale Projekt, den wir ganz nah bewähren werden. Als Member vom Südest wird als Gemeinde sich an diesem Projekt intensiv abbringen, und kein Kompromiss machen, wenn es das Projekt an Qualität von der Klärung vom Hochwasser
an dem mat an eiser belachtem Oberflächewasser vom Windel geht. Bei diesem Urfall, wo es Gemeng vierbildlich schafft, wo wir aber noch weiter reduzieren wollen, setzen wir auf den neuen innovative Ressourcencenter. Diese Ressourcencenter wird uns erlauben, noch besser zu trainieren. Das ist auf ein serviceorientiert Manier, die es mehr agreeabel möchte für die Bürger, für seine Wertstoffe da aufzugehen. Das Prinzip vom Reduce, Reuse, Recycle wird ausgebaut an einem neuen Ressourcencenter, soll Repair-Café integriert an den Second-Hand-Job professionalisiert gehen. Das heißt zum Beispiel, dass gebrauchte Möbeln oder Haushaltsgeräte abgewehrt und dann zu ganz interessanten Preisen nächstes verkauft gehen. Das Projekt steht, und es muss noch alles dazu gesagt gehen, für sehr können an Bauphasen zu kommen. Öffentlicher Transport und Mobilität. Wir brauchen eine andere Mobilität, eine misante Mobilität. Das Auto ist keine gute Lösung für kleine Distanzen, weil das Auto so viel Platz braucht und es keinen Sinn macht, 2 Tonnen zu bewegen, für ein Bagger zwischen zu fahren. Wir wollen also auf kurze Wege zu Fuß gehen oder den Velo ersetzen. Zum Beispiel, wo doch Heimat der Elektromobilität der Komfort immens abgegangen ist und noch die Leute mit dem Velo können fahren, denen das klassischen Rot ist es vielleicht nicht so giver. Was noch fehlt, ist die nötige Infrastruktur, für das den auch mit dem Velo sicher kann von A auf B fahren. Wir werden alle Pisten ausloten für die Benutzer vom Velo mehr sicher, mehr einfach und mehr bequem zu machen. Wir wollen aufhängen, eine Infrastruktur zu schaffen, die nicht dem Auto alle Rechte zugesteht. Und konkret wird dann nächstes Jahr der Velo auf Fußgängerweg von der Minzberger bis an die Zonenaktivität Sirdal realisiert. Natürlich spielt auch der nationale Mobilitätsplan eine wichtige Rolle an Tubank und den Heienhof. Mit Expressbussen reservierte Spuren auf der Autobahn A1 muss ich von Schötter schnell auf den Heienhof kommen, für do von den vielen U-Bahnungsmöglichkeiten und Bus und Tram können zu profitieren. Ein zweiter Arrêt vom Zug an der Zonenaktivität oder einer Lösung, die zu einer Verbesserung von der Verkehrssituation, zumindest auf der Gare, beidrohen, wollen wir thematisieren und mit dem Mobilitätsminister durchdiskutieren. Sicherheit und Rettungsdienste. Wir wollen auch so schnell es geht die neue Pumpschiffskaserne bauen. Alltag und zu allem Moment kann es sein, dass Bürger an Not kommen und Hilfe brauchen. Schütter an daran, wenn hun ein gemeinsam organisierter Rettungsdienst und dafür ist es auch wichtig, dass ein einzelnes Ersatzcenter, das strategisch gut platziert ist, für die 2 Gemeinden in Betrieb geholt wird. Damit wird eine bessere Koordination von den freiwilligen Pumpschiffen möglich und die Interventionen können mehr effizient sein. Den Akkord an den Projekt den Akkord vom Projekt auch vom Sujdis sind da, muss gebaut gehen. Auch wenn die Gemeinde Punkte Sicherheit, sprich zum Beispiel Abrech an der Statistik gut steht, so will der Chefrat nicht abbrennen lassen. Wir sind am Ende Kontakt mit der Polizei und analysieren die Situation ganz genau. Auch setzen wir weiterhin auf die Information und Prävention. Es wird auch regional zusammengeschafft mit den opischen Gemeinden, wir schwätzen uns zum Beispiel am Präventionskomitee auf, für ein harmonisiertes Polizeireglement zu kriegen. Wir haben doch schon, da sind mehrere Änderungen gemacht und voilà, wir wollen aber auf der Schiene bleiben. Dazu gehört aber auch, dass der Agent municipal, dass dem seine Kompetenzen, die ja im Kader vom Gesetz vom 27. Juli 2022 erweitert gesehen, auch an der Gemeinde dann erweitert gehen. Die Organisation von der Gemeinde an Gemeindepersonal, Qualität von unserer Gemeinde misst sich in der Qualität von unseren Services. Das wissen wir und dafür stimmen wir auch 100.000 Personal. Wir brauchen gut formiert und kompetent Personal. Wir wollen noch verstärkt auf einen digitalen Weg gehen, für all die Marschen mit der Gemeinde mehr einfach zu machen. Wir wissen aber auch, dass es Risiko gibt und Missbrauch von digitalen Daten eine Realität ist. Wir wollen der Cyberkriminalität keine Chance geben und als Verwaltung gut auf den Umgang mit den Daten von den Städten Leute vorbereiten. Wir wollen nicht nur bei Bayer RGPD gerecht sein, aber die Reflexe müssen dann als DNA kommen, ohne aber absurd zu sein. Das gesagt, soll auch kein Bürger auf der Strecke bleiben. Jeder, egal ob konnektiert oder nicht, muss auch in Zukunft am gleichen Maß können auf Gemengenservice zurückgreifen. Auch das gehört zur Integration. Bauten und Gemengenentwicklung. Also PAG ist ganz neu, aber wir sind noch nicht direkt nutzen, das generell auf den Weg zu holen. Wir sehen aber, dass punktuell der Besoin da ist für verschiedene Artikel, zum Beispiel vom PHP-Kur, Quartier existant anzupassen. Wir werden das Punkte genau analysieren und zusammen mit der Bautenkommission Verbesserungen ausschaffen. Das Verbesserungen gehen dann regelmäßig zusammen mit dem Gemeinderat diskutiert und dann eben approviert. Die Idee ist, für den reglementarischen Kader anzupassen, wann es nötig ist, ohne aber permanent Bauprojekte auf Rot zu stellen. Wir wollen qualitativ guten Urbanismus
ohne den Bauherr an den Architekten für eine Herausforderung zu stellen, die nicht zu stemmen sind. Wir brauchen Wohnraum, aber wir müssen Kosten reduzieren, wenn ihr gesagt was zuletzt über den Wohnungsmarkt los ist, aber wie Zinsen wissen. Gleichzeitig müssen wir also was zum Steuern, 1,7% pro Jahr Umreißung gehen, für nicht andere Probleme zu generieren. Das ist eine Äquation, die der Schafferrot anhalten will und muss. Soziales, Chancengleichheit und Integration. Das ist dem Schafferrot ganz wichtig, dass an unserer Gesellschaft keiner auf der Strecke bleibt. Wir wissen, dass Integration enorm wichtig ist und werden alle Erfahrungen an dem Bereich unterstützen. Wir wollen Chancengleichheit leben und passen, ob da bei unseren Decisionen keine sozialen Ungerechtigkeiten geschafft gehen. An der Praxis müssen als Gebäude zum Beispiel für Personen mit eingeschränkter Mobilität accessibel sein, ob als ein Internetsite soll können, auch als ein Internetsite soll können, optimal für Leute mit einer, zum Beispiel mit einer Sehbehinderung benutzt gehen und navigiert gehen, nicht extra rotieren, den du kann ersetzen. Finanzen an Investimente aus der Serge. Ja, Finanzen und Investimenter. All die nötigen Investimenter für die Lebensqualität an unserer Gemeinde hoch zu halten, haben natürlich einen großen Impact auf unser Budget. Dafür müssen wir dafür sorgen, dass Investimenter an Detail zu planen und auch an der Zeit zu strecken, für so die notwendigen Finanzement über Emprunten so weit wie möglich an einem akzeptablen Kader zu halten. Das ist umso mehr wichtig, dass das aktuelle Zinsumfeld einen großen Impact auf die externe Finanzierung hat. Wir werden aber auch ein regelmäßiges Screening von unseren ordinären Ausgaben abfeiern, um dafür zu sorgen, dass das nicht aus dem Ruder laufen. Hier werden wir am Kader für größere Budgetsposten, wie zum Beispiel auch im Bereich vom Facility Management, eine öffentliche Ausschreibung machen. Wir wollen aber auch die interkommunale Zusammenarbeit ausbauen, für so verschiedene Material- und Infrastrukturen noch mehr effizient zu nutzen und können so wichtig Gelder aussparen. Bei den Resetten planen wir nicht, für die Steuersätze zu erhöhen, für als Bürger und als Entreprise nicht noch zusätzlich zu belasten. Eine eventuelle Ausnahme ist heute ein Pot foncier und das aber nicht mehr im Kader von einer nationalen Lösung für eine Mobilisationssteuer anzufeiern und so mehr Bauland zu mobilisieren. Bei den Gemengentaxen haben wir zusammen mit unseren Notbeschgemeinden dezidiert, für zu gucken, für eine Staffelung vom Wasserpreis, aber nicht mehr im Kader von einer nationalen Lösung anzufeiern, für so sparsame Haushalte zu entlasten. Vereinsleben, Sport und Benevolat. Vereine an hier Benevoler sind Fundament von unserer gesellschaftlichen Leben an unserer Gemeinde. Dafür wollen wir sie auch weiter an ihrer Entwicklung unterstützen, sowohl finanziell wie auch materiell. Als Gemeindeservice sind immer da, für bei den verschiedenen Manifestationen Material zur Verfügung zu stellen und auch eine Hand mit uns zu packen. Im finanziellen Plan werden wir prüfen, wie wir zusätzliche Unterstützung am Jugendbereich und vor allem auch bei der Organisation von Tournoi, Stagen, Korn oder Ausflügen strukturieren können. Natürlich ist der Bau von den nötigen Infrastrukturen die Hauptaufgabe von der Gemeinde. Und hier wollen wir zusammen mit den Responsablen von den Vereinen adaptierte Solutionen ausschaffen. Nachdem das Projekt von der neuen Infrastruktur um Site abbiesend mit einem Versammlungs- und Formationsraum für die Vereine vom FC Münzburg an der letzten Woche finalisiert wurde, also die Ausschreibung am Gang und dieses Projekt wird also zeitnah umgesetzt gehen. Mittelfristig also auch vorgesehen für einen zweiten wie kleinen Trainingsterrain, wo aber auch Championatsmatches von den Jugendequipen können stattfinden, zu realisieren. In diesem Kader wird dann noch der nächste Terrain erneuert, weil den aktuellen Belag seine Laufzeit schon überschritten wird. Ein zweites größtes Projekt ist den vom neuen Scouts Home für Scouten Le Castor. Nachdem das Projekt vom neuen Dörfkehr vom letzten Schafferrot konkretisiert wurde und klar ist, dass der neue Scouts Home auch auf dem aktuellen Site realisiert wird, werden wir die konkrete Planung zusammen mit den Vertretern von den Scouten angehen. Da werden wir auch gucken, wie wir im Kader vom geplanten Schulausbau die Infrastrukturen für den TC Schütter, den auch immer weiter wiest, neu aménagieren können. Hier ist auch vorgesehen, die aktuelle Solution mit dem Ballon für die Wintersaison durch eine minuhaltige Infrastruktur zu ersetzen. Und das im Kader wollen wir auch gucken, wie wir Synergien mit anderen Vereinen, eventuell mit Badminton oder auch mit anderen Gemengen schaffen können. Das neue Kulturzentrum mit Prüfmöglichkeiten für als Harmonie ist natürlich auch nicht zu vergessen. Diese werden im Kader vom Passage vom neuen Dörfkehr realisiert gehen. Musikschule. Als Musikschule wiest all Jahr immer mehr. Das bedeutet nicht nur für als Gemeinde einen finanziellen Impact, den immer mehr groß wird, sondern auch, dass wir immer weiter Räumlichkeiten zur Verfügung stellen müssen, für das Kinder und auch die jeder Musikschüler hier Passion für Musik entdecken und developieren können. So muss man auch am Kader vom Schulausbau heute zusätzliche Kapazitäten ablangen. Kommunikation, Bürgerbeteiligung und Digitalisation.
Wir wollen Kommunikation mit den Bürgern weiter verbessern. So soll als Gemengen-App weiter developiert gehen und nach mehr genutzt gehen für die Kommunikation mit den Bürgern. Auch die Gemengeburt wollen wir neu gestalten, für diese mehr open und illustrativ zu gestalten. Wir werden wir auch in Zukunft so weit wie möglich immer mehr auf digitale Solutionen zurückgreifen, für so den Papierverbrauch zu reduzieren. Wir wollen aber auch eine mehr strukturierte Kommunikation über Manifestationen an unserer Gemeinde aufführen. Für den Bürger sind die Marschen zu vereinfachen, wollen wir das Altformulären an Demanden auch in digitaler Form anbieten. Bürger sollen hier Aufrufen online ausfüllen können und auch das Suivi vom Traitement von ihrem Dossier können nachvollziehen. Wir wollen aber auch den direkten Kontakt mit den Bürgern sichern und so die Öffnungszeiten von den Bürgercenter, aber auch von den verschiedenen Services so gestalten, dass sie noch außerhalb von den regulären Öffnungszeiten auf Rendezvous die Marschen kann auf der Gemeinde machen. Infrastrukturen und Gemengenentwicklung. Nachdem die Gewinner vom Urbanistenkonkurs für den neuen Dörfkern feststeht, sind wir am Gang, die nötigen Partner zusammenzustellen, für diese große Projekte zu enkadrieren und zu begleiten. Es ist vorgesehen, dass dieses Projekt auf verschiedene Phasen realisiert wird, wobei die erste Phase auf den neuen Scouts-Home und den Ausbau von der Gemeinde fokussiert ist. In einer zweiten Phase könnte dann der Bau vom multifunktionellen Kulturzentrum mit den nötigen Aménagementen auf der Kirchenplatz und dann in einer dritten Phase gibt man dann die Projekte im Bereich Wohnungsbau realisieren. Den zweiten Megaprojekt ist der neue multifunktionelle Komplex mit Ressourcencenter, Gemengenatelier, CGDIS-Kaserne und Büro für die SIAS. Wir werden alles durchsetzen für dieses Projekt, wo die Planung immens fortgeschritten ist, am Niveau von den staatlichen Instanzen zu deblockieren. Dieses Projekt muss zeitnah umgesetzt werden, weil sowohl das aktuelle Recyclingcenter wie auch das Gemengenatelier hier Maximalkapazitäten erreicht wird und unbedingt erweitert muss gehen. Neben dem Ausbau von der Kläranlage müssen aber auch weiter wichtige Projekte wie die Erneuerung vom Kanal auf verschiedene Straßen, der Bau von Wasserrückhaltebecken wie auch der Planning für die Modernisierung von unseren Wasserbecken realisiert gehen. Wohnungsbau. Die Situation im Wohnungsmarkt spitzt sich immer weiter zu. Beim Preis vom Terrain ist Gemeinde Schütte eng von den teuersten im ganzen Land. An steigenden Zinsen machen es immer mehr Leute unmöglich, für etwas im freien Markt zu kaufen. Dadurch gehen aber auch die Leute immer mehr an die Flucht und der Markt lokativ wird für viele Leute auch immer mehr schwer accessibel. Für als Wohnungen, die wir am Kader vom Logement abordable verlohnen, wird mehr eine zentrale Löschaffäre, wo die Leute aus unserer Gemeinde sich können erschreiben. Da werden wir in Zukunft weiter an den abordablen Wohnungsbau investieren. In diesem Kontext wollen wir aber bei größeren Projekten nicht mehr als Bauherr agieren, mehr als staatliche Akteure mehr konsequent abbauen, für so als Gemeinde sowohl im finanziellen wie auch im personellen Bereich zu entlasten. Im Kader vom abordablen Wohnungsbau werden wir das Projekt von den 4 neuen Häusern an der Rue des Jardins, die über die Bayer Vertik zu einem interessanten Preis verkauft gehen, realisieren. Dieses Projekt ist vom 4. Schäferrat initiiert gehen und vom Gemengerat gestimmt. Aktuell läuft die Prozedur von der öffentlichen Ausschreibung an den Flyer für die Wohnungen zu präsentieren, werden nächste Woche verteilt gehen. Im Kader vom PHP Schönbirch wollen wir den Bau von 2 Unitäten mit 6 Wohnungen zusammen mit einem öffentlichen Akteur realisieren, die ab Manns zum Teil verlohnt gehen. Hier werden wir gucken, dass die Residenzklausel aber auch immer bei den Kriterien für die Vergabe von den Wohnungen berücksichtigt wird. Haus Maler an der Rue des Champs werden wir kurzterm weiter der SBL Schütte Hölle zur Verfügung stellen, für die Flüchtlinge unterzubringen und so einen wichtigen Beitrag zu leisten. Für die Haus Scheuer am Appelweg zu Straße werden wir an einer nächsten Gemeinderatssitzung proposieren, für das dem Office Sozial, so wie das von Herrn Scheuer gewünscht war, zur Verfügung zu stellen, für die eine sozialschwache Familie zu logieren. Für die anderen Häuser an der Hauptstraße zu Minzburg und noch zu Alschütte werden wir Projekte ausschaffen, die sich gut an die bestehende Situation integrieren. Am Kader von weiteren PHP Nouveau Quartier werden wir immer gucken, für die Terrain, die für den abordablen Wohnungsbau reserviert gehen, kurzfristig zu bebauen. Und da wollen wir auch ein Projekt von Tiny Houses auf Gemengen Terrain, die wir aktuell nicht kurzfristig brauchen, zu realisieren. Jumelage. Wir werden die Erfahrungen, die an den letzten Jahren gemacht haben, für den Austausch mit unserem Partner Gemeinde Siegelsbach auszubauen, weiterführen und noch weiter ausbauen. Dazu gehört regelmäßigen Austausch durch die politischen Vertreter für von den anderen zu lehren, den Échange am Niveau von der Schule, durch Kolonien, von unseren Schulklassen und der Gegend von unserer Partnergemeinde. Und auch am Niveau von unseren Bürgern durch Partizipation in grossen Festivitäten wie Lohn nach Rezent am Kader vom Jubiläum vom Fußballverein von Siegelsbach. Merci Serge. Guten Abend alle auch von meiner Seite. Wie ihr wisst, wollen wir als durch eine zukunftsorientierte Politik dafür ersetzen, dass alle Kinder weiterhin an einer familienfreundlichen Gemeinde groß können gehen. Als Kinder sollen ihre Schulzeit an modernen und funktionelle Schulinfrastrukturen können verbringen und eine bestmögliche Ausbildung mit ihrer während Leben kriegen. Die nötigen Betreuungsstrukturen sollen den Eltern erlauben, Familie und Beruf so gut wie möglich mit in Einklang zu bringen.
ugefangen beim Schultransport. De Schulweg muss zumutbar sicher sein. Dazu gehören breit, übersichtlich und gut belichtete Fußer Velosphäre und regelmäßig Aufklärungskampagnen für alle guten Parteien am Straßentrafik. Der sichere Schulweg soll multimodal können gestaltet gehen, da wenn es analysieren wir, dafür von einem Pedibus in Kombination mit einem überschafften Bustransport. Der Verkehrsfluss rund um den Schulcampus wird am Interesse von den Schulkernern verbessert gehen. An dem Kontext werden wir auch das Projekt von der geplanten Adressstation auf einem Teil von der Hauptstraße prioritär umsetzen. Wir werden noch den Ausbau vom Schulcampus aktiv weitertreiben und das weiterhin an Zusammenarbeit mit dem Schulpersonal, aber auch mit den Vertretern von der Maison Relais und den älteren Vertretern. Hier ist das Ziel für den ersten Ausbau zwischen der Maison Relais und dem Tennisterrain kurzfristig umzusetzen. An dem Kontext werden Schulgebäude die technische Voraussetzungen kreieren für einen zeitgemäßen Unterricht und modernen Lehren. Das zum Beispiel durch interaktive Wandtafeln und innovatives Lehrmaterial. An der nächsten Etappe vom Schulausbau wird die interkommunal Schulschwamm eine Priorität durchstellen. Wir werden noch weiterhin an Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal der PDS, also den Plan de Développement Scolaire, umsetzen, den die zukünftige Ausrichtung von unserer Schule festlegt. Eine weitere Priorität ist der Ausbau von der Maison Relais, sodass alle Kant aus der Gemeinde einen Platz für die verschiedenen Plagen kreieren kann. Den Ausbau von privaten Betreuungsstrukturen wird gefördert und proaktiv begleitet gehen. Wir werden dafür sorgen, für weiterhin als im Inklusionsteam die nötige Meier zu gehen, für denen kann er gezielt können zu unterstützen, die Schwierigkeiten haben. Außerdem werden wir am Interesse von der Gesundheit von unseren Schulkindern den Undeel regionalen, saisonalen sowie auch von Bioprodukten an unserer Schulkantine erheben. Einen interaktiven Austausch an eine offene Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule, Kreche, Jugendhaus, Musikschule und anderen Freizeitaktivitäten ist für uns elementar, besonders wenn ihr bedenkt, dass die Betreuung von einem Kind am Tag auf verschiedenen Händen ist. Dowens werden wir am Kader vom PRP, also dem Plan d'Encadrement Périscolaire, d'Offre von all den Akteuren, also Schule, Kreche, Maison Relais, Jugendhaus, Eltern und lokale Vereine, noch besser aufeinander aufstimmen. Wir werden weiterhin die pädagogischen Projekte unterstützen, die neben der Schule an den Bereichen wie Sport, Kultur, Medien, Natur und Umweltaktivitäten anbieten. Hier werden wir auch dafür über Vakanzenaktivitäten außerhalb vom Schulcampus mit den Sports- und Kulturvereinen weiter ausbauen. Sie sieht, als Jugend ist es wichtig und die Jungs sollen in Zukunft mehr aktiv und Gemengepolitik angebunden gehen. Hier werden wir folgende Ideen analysieren, aber möglich auch Zeit nur umsetzen. Zusammen mit dieser Kanner Jugendkommission, dem Jugendhaus und dem Club des Jeunes probieren wir Kanner Gemengerot oder ein Jugendforum auf Bein zu setzen. Ein Projekt von einem Kanner Vereinsbus an die Leben rufen, den Transport zwischen der Schule, respektive der Maison Relais und den Vereinen zu bestimmten Auerzeiten assuriert. Die Jugendarbeit und die Vereine durch Staffelung von projektsgebundenen Subsidien, notamment für Stagen oder Tourneen am In- und Ausland fördern. Normierung von einem Matarbeiter von der Gemeinde als Jugendvertreter, den Verbindung zwischen dem Gemengerat, der Gemengeverwaltung und unserer Jugend assuriert. Gestaltung von aufwärtsreichen Erlebnisspielplätzen an den bestehenden Quartieren und am Kader von neuen PHP fördern. Vermittlung von Babysitter, Nothilfstunden und Sommerjobs über den Online-Plattformen und Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus und den lokalen Betrieben. Wir werden die nötigen Plätze und Räume zur Verfügung stellen oder Standsätze für Treffpunkte für die Jugend zu schaffen, für soziale Maßnahmen oder aber auch für eigene Projekte von den Jugendlichen möglich zu machen, wie zum Beispiel Jam-Sessions oder Graffiti. Bei unseren technischen Diensten werden wir auch weiterhin Studenten beschäftigen, die so schon wertvolle Erfahrungen für das spätere Berufsleben können fördern. Auch der Besuch von unseren älteren Mitbürgern werden wir Rechnung tragen. Wir werden einen Aussprechpartner an der Gemeinde als Seniorenbeauftragte bestimmen, den Verbindung zwischen dem Gemengerat, der Gemengeverwaltung und unseren älteren Bürgern assuriert. Diese soll auch Koordination zwischen verschiedenen Akteuren machen, sie das als Vereine, aber auch mit dem ZIPA, dem Club Senior Sierdal und unseren beratenden Kommissionen. Wir werden Maßnahmen treffen, zum am Kader vom neuen Dorfkehr, für das sich mehr Generalisten und Spezialisten, aber auch Pflegedenkster an unserer Gemeinde näher lassen. Für das am Notfall ein kompetent Hilfe so sehr wie möglich auf der Platz kann sein, werden wir uns weiter für eine gute Zusammenarbeit mit dem CGDs ersetzen.
Außerdem werden wir weiterhin regelmäßig über all die Servicer, die an unserer Gemeinde für als eler Mattbürger Ugebäude gehen, für hin alldags vereinfachen, informieren. Mit spezifisch altersbezogene Gruppenkurse wollen wir als eler Mattbürger zu sportlicher Aktivität motivieren. Service Repas sur Roue an Telealarm werden weiterhin an Zusammenarbeit mit den obisch Gemengen Ugebäude gehen, sowie eng Info über die Qualität von diesen Service organisiert gehen, für Verbesserungs- und Ausbaumöglichkeiten zu identifizieren. Wir wollen den Bau von einer Seniorenresidenz an der Gemeinde Schötter untermeieren und dafür aktiv den Kontakt mit anderen interessierten Gemengen an den staatlichen Instanzen sichern, für so ein Projekt mittelfristig umzusetzen. Wir werden den Senioren um Nofro digitale Büros zur Verfügung stellen, regelmäßig interaktiv Informationsversammlungen für junge Leute oder sogar Senioren für Senioren sind auch geplant. Die 3 Hauptziele von dieser Maßnahme sind die Entwicklung von digitalen Fähigkeiten, Vereinfachung vom Zugang zu digitalen Technologien und die Erhöhung von der Motivation an dem digitalen Vertrauen. Für ein diversen und variiertes Programm für Freizeitaktivitäten anzubieten, für die soziale Isolation im Alter zu bekämpfen und Zusammenleben zwischen den Generationen zu stärken, werden wir weiterhin alle relevanten Initiativen unterstützen und ausbauen, wie die Schötter Treff, Journée intergénérationnelle, Journée du Troisième Âge, die Jugendtag und all andere Aktivitäten, die als Bürger zusammenbringen. Neue Wohnformen werden wir übrigens auch unterstützen, wie Häuser, an denen Eler und Jungleute zusammen wohnen erleben. In Sachen Kultur werden wir probieren, ein breit gefächert Offer anzubieten, das eine gemengenübergreifende Zusammenarbeit, die all als Mattbürger erreichen soll. Wir werden das Engagement am Benevolat nicht nur am Sport und am sozialen Bereich, aber auch an der Kultur mehr valorisieren, besonders durch einen Tag vom Benevolat, wo wir die Verdienste von unseren Freiwilligen an unseren Vereinen und Assoziationen werden ehren. Mit der Schule, der Maison Relais, dem Jugendhaus und alle kulturellen Vereine und Kulturinteressierte wollen wir weiterhin eng zusammen schaffen und unterstützen ihre Kunst und Kreativität. Am Kader vom neuen Dorfzentrum zu Schötter realisieren wir angepasste Infrastrukturen für als Kulturvereine. An diesem neuen Dorfzentrum wird dann ein attraktiv, sozialer, kultureller Platz entstehen, wo alle Dorfbewohner von der Gemeinde sich begegnen können. Als Markt wird auch durch zusätzliche Aktivitäten mit Hilfe von unseren Kommissionen attraktiv gestaltet gehen und an den opischen Gemeinden mehr bekannt gemacht gehen. Als Gemengenarchive werden digitalisiert gehen, wo man sämtliche Dokumente über die Geschichte von unserer Gemeinde versuchen können. Als historische Gebäude und Plätze wollen wir weiterhin besser beschildern und ihren Beitrag zu unserer Geschichte erklären. An unsere Bücher muss geschafft gehen. Das Arbeiten sind essentiell und wir werden anhand von Panuen besser erklären, wer ein Arbeiten gemacht gehen und für was sie gemacht muss gehen. Wie schon angekündigt, ist der Naturschutz für uns wichtig. Aus dem Grund werden wir auch weiterhin Projekte in dem Bereich unterstützen. Wir haben Dialog mit den Akteuren aus der Landwirtschaft. Als Gemeindegebäude, Räumlichkeiten und Schulen sind an den letzten Jahren modernisiert gehen und das müssen und werden wir in Zukunft weiterführen, für den immer wachsenden Aufforderungen gerecht zu gehen. Für alle als Gebäude als ein Sicherheitskonzept ausgeschafft gehen und wir werden den und Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren umsetzen und regelmäßig überschaffen. Wie schon angeschwärzt, ist als Gemeinde im sozialen Bereich aktiv und das nicht nur an den Bereichen von den neuen Anwohnern. Wir werden weiterhin als Lokalassoziationen unterstützen, die denen Leute helfen, die krisebedingt an eine Notsituation kommen sind. Zusätzlich unterstützen wir auch weiterhin projektgebundene Initiativen für Menschen in Not. Wie ihr seht, ist als Partizipation wichtig und wir wollen, soweit wie möglich Bürger aus der Gemeinde mit an die Entscheidungsprozeduren einbeziehen. Wir haben rund um den Tisch sind als den zukünftigen 4, die auf als Gemeinde durchkommen, bewusst, und das unsere aller Aufgabe zusammen an den nächsten 6 Jahren am Sinn von unseren Anwohnern und an einer transparenter und partizipativer Art als diese Herausforderung zu stellen. Wir freuen uns auf eine positive und transparente Zusammenarbeit für die nächsten 6 Jahre, weil jeder von uns hat seine Rolle an diesem Gemeinderat und wir sind dankbar für alle berechtigten Wirkungen und konstruktive Kritiken. Merci. Voilà, merci, sag schon Handy, also wie gesagt, wenn der Stadt auf hier gedrohen, der kriegt das Dokument und da ging man am nächsten Gemeinderat Punkt auf nötige Sätze für darüber zu diskutieren. Voilà, dann kommen wir zum Punkt 1.2. Und da geht es um den Titel vom Burgmeister Honoraire. Ich meine, den 24. Juli hatten wir den Punkt schon im Mot du Jour, weil
Parteien vun de Greng a vun de Schotterbierger de Punkt proposéiert hatten. Mir hun du gesot mir gingen dann eng Deliberationun an dem sinn ausschaffen. Ich meine Jean-Paul war 12 Jahre am Gemengerot, du vun da waren 6 Jahre echte Chefen a 6 Jahre Boermeester, war aber donierwend auch Sekretär op der Gemeng vom Oktober 1983 bis den Januar 2006. Ich meine wir kennen sein größtes Engagement für das Gemeng, sein Abbringen an die viel wichtig Projekte, findet so vital Projekt für das Gemeng. Ich meine, wir hatten letzte Woche Gelegenheit, do eng Laudatio zu halen, als enger Präsenz. Und das war mega schön, dass er noch da dabei wäre, wie das wir das daheim machen. Er hat doch schon eine kleine Mail gemacht, wenn er Jean-Paul kennt, und überrascht ihn das nicht, wo er uns Merci gesagt hat für die Chevierder, für den flotte Kado und allgemein die gut zusammenarbeitet. Wir haben noch schon einen anderen Ehrenbäuermeister, den aus der 26. Januar 2000 genannt, den Donny Kalmes. Und wir haben dann noch gemeint, wir geben also ein kleines Reglement, ein kleines Kader gehen, was für Konditionen dass er muss erfüllen für Bäuermeister zu gehen. Das tut er am Dossier leiden. Ich werde für die Publik ein Jahr vier drohen. Und wir gingen dann eben den neuen dezidieren, dem Jean-Paul, was wir schon angekündigt haben, den Titel zu gehen, Bourgmestre honoraire de la Commune de Chutranche, donc le décerner le titre Bourgmestre honoraire de la Commune de Chutranche à M. Jean-Paul Josse pour rendre hommage au service rendu. Und dann décider am Rohr eben Kriterien zu fixieren, für so einen Titel können zu kreieren. An so einen Titel kann ich nicht mehr kreieren au terme de son mandat. Wenn er nach dem Gemeinderat ist, kann ich den Titel nicht kreieren. Den Titel kann immer zugesprochen gehen durch den Gemeinderat. Für den Titel können zu kreieren, waren wir der Meinung, dass aber mindestens 10 Jahre Bäuermeister gewesen sind. Oder aber 6 Jahre Bäuermeister und dann eben 6 Jahre schaffen. Also, oder Gemeindekonseil wenigstens 12 Jahre lang. Den Titel honorifique, den kann eben nicht gedroht gehen, wenn er nach effektiv am Gemeinderat ist. Leider kriegt er mit dem Titel das ist Artikel 5 kein extra Rechter. Und da hat er noch gar kein Avantage von dem Titel, ne? Das ist honorär. Aber es geht natürlich zu den Festivitäten und Evenementen, die in der Gemeinde sind, kann er da invitiert gehen, unter dem Titel als Ehren Bäuermeister für dann Plötzeburg zu sein. Voilà, das was man nur von diskutieren, sind dort zu frohen. Mal frohen an sich nicht mehr. Ich meine, du hast das ja auch schon alles erklärt. Und ich meine, wir hatten ja die Festivitäten. Und ich denke, dass jederin, den hier rundherum durchsetzt, inklusive Publikum und Publikum, die aus der Bausse gesehen, die werden der Sache natürlich auch zustimmen und dadurch mal begrüßen. Und, weil es gibt eben Leute, die extra Meriten haben. An alle Bereiche an von so eng Person am Amt war an ophält wie de Jean-Paul dat soll dat wirklich vun neis nach unterstützt gin an gefördert gin. Ich denke, dat de Jean-Paul lo sin Pensionioun ugefangen huet an werd ufenken dat ganz ze geneessen. Und ich meine ganz klar, mit der Deliberation, die geholget, als der Weg natürlich auch op für nach einer Leute, Politiker, die besonders Meriten und für die dann noch einmal können zu nennen. Voilà. Das an sich vier Schmengen von den Schotterbierger und der Chefverroder für den Almund Jean-Paul. Merci Serge für die Chevier. Ich wollte noch etwas beitragen. Ne, da kommen wir zum Wort. Fangen wir mal am Kaufmann Champ. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Georges. Sauber Jules. Ja.
Trein Serge, Ja. Treisens Paul, Ja. Welch Nico, Ja, Altmann Jean-Marie, Ja. Eicher Serge Ja. an Foggiarini Nora. Ja. Große Merci. Eng das Plot sagt immer ha gemerkt hun an dass wir das Herrsch se spengen. Da kann man hofrig sinn an fir de Jean-Paul spengen ganz froh sinn an den as secher Frau iwwer die Decision die mal geholl hun an dann Fallform auf so weiter am schaffen gut zu summe. Große Merci an dann gehen wir zum nächsten Punkt. Das dann Decision iwwer Kreation Denomination der Attribution vun den berodende Kommissionen. Mensch, Patrick. Décision, merci Alain. Ja. Sur la représentation des partis et groupements politiques dans les commissions consultatives. En fait, je sais d'ailleurs, Parteien oder vertreute sind. Ich meine, du hast ein Gesetz gehalten, wie das hier gesehen hast, dass eine Proportionalität zu der Sitzung am Gemeinderat ist, wie das wir als Kommission immer die Leute besetzen, sind das dafür die gering. 2 Sitze an einer Kommission für TP 4 Sitze, für LSAP 2 Sitze, und für Schotterbierger 3 Sitze an der Kommission. Dann haben wir noch die vom Gesetz für gesehenen Kommissionen, dezidieren man auf immer die besetzen, also das Gesetz vom 6. Februar 2009 über die Organisation vom Enseignement Fundamental. Da wird dann an der Schulkommission der Präsident, das ist Member vom Schafferot, den an seinen Attributionen in die Schule hat, das dabei heißt ein Handy. Dann haben wir 4 Members, die durch den Gemeinderat zu nennen sind, an Proposition von der Partei oder Groupement Politik. Und dann sind 2 Repräsentanten von Schulpersonal und 2 Repräsentanten von den Älteren, die ja direkt gewählt gehen. Und dann haben wir aber gemeint, dass es doch flott wäre, wenn ein Vertreter von der älteren Vereinigung an der Kommission dabei war, wir den nur da kein Droit wird. Und wir sind noch der Meinung, dass Maison Relais soll Vertreter sind und auch, dass das dann noch ohne Droit wird. Und dann gibt noch ein Agent kommunal designiert, den daneben die Funktion vom Sekretär von der Kommission hat, den auch kein Droit wird hat. Und dann haben wir die neue oder freie Integrationskommission, die dann noch Kommission du Vivre Ensemble interkulturell ist, wo dann noch die Komposition muss vom Gemeinderat bestimmt gehen, das ist das Gesetz vom 23. August 2023. Und da sollen da 6 Member genannt gehen, und davon einen vom Schafferot an einen aus dem Gemeinderat, an 6 Suppleanten, die dann noch nicht mehr in speziellen Konditionen gebunden sind. Und da geht auch da ein Agent kommunal genannt, den dann eben noch da der Sekretär von der Kommission möchte, an den dann noch da kein Droit wird. Voilà. Die Member die genannt vom Gemeinderat auf Basis von einer Liste von Kandidaten, wo man dann einen Appell gemacht hat. Dann haben wir die zwei Themen, die am Kader vom Pakt Klima und am Kader vom Pakt Natur müssen abgestaltet gehen. Da hatte man proposiert, die mit 11 Leuten zu besetzen. Da ist es aber so, dass da mehr Leute sich gemeldet haben. Und wir fanden, dass wir da nicht sollten schwammen, wenn du schon Leute wollen mitschaffen. Als Erfahrung ist es doch so, dass den einen oder den anderen ein bisschen Motivation verliert und da vielleicht nicht so oft da ist und nicht so aktiv mitschafft, was die Kommission wie lange besteht, was das Phänomen ein bisschen so hält. Sodass wir meinen, dass wenn wir alle gut dort Leute gingen akzeptieren, das wären dafür das Klimateam 16 und für den Naturpark 12, wird da noch keine Katastrophe und man kann ihn aber gut zusammen schaffen. Und wie ich gerade gesagt habe, ich meine, wenn die Leute schon sich schmellen, dann wollen wir schaffen, weil du als Propos für zu so gehen dann da an Blut. Voilà. Für den Rest, wenn du noch froh sind, wie der gesehen, dass am Naturpark dann am Natur
an am Klimapakt auch immer am Team auch immer vom Schafferrot dran, sodass der Kontakt am Schafferrot auch direkt ist. Und sind auch frohen. Nee. Dann gibt man darüber aufstimmen. Kaufmann Jump-Wandschrift. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teisens Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Jerini Nora. Ja. Größe Merci. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Kreation und Denomination und Attribution von den Kommissionen. Ich hoffe, da vier geholt hat. Ich meine, Kommissionen hatten noch schon ein so abgezählt, ich zähle sie noch ein ab. Also Familienkommission, Jugendkommission, Sportkommission, Umweltkommission, Klimateam, Naturteam, Kulturkommission, Autokommission, Finanzkommission, an Transportkommission, an Landwirtschaftskommission. Das sind die Kommissionen, die wir so viel darüber bestanden haben, aber man fand, dass das eine gute Abteilung ist und dass wir da gingen so wollen weiter schaffen. Und daneben die 3 Kommissionen, die vom Gesetz vorgesehen sind, die Kommission du Vivre Ensemble, interkulturell, die Schulkommission und die Weiskommission. Ich gehe noch nicht an die Einzeltaschen ran, du hast gesehen, der Liberation war noch frohe Sinn. Da können die gerne stellen, was das wichtig ist, das will ich so, was dem Schafrot wichtig war, dass man da auch einen Échange zwischen den Kommissionen. Und ich meine, das ist ein bisschen Retour, die Kommas von verschiedenen Kommissionen, dazu tun mehr diskutieren heute die Sachen, da gehen das gerne umsetzen, an einer Kommission, die an dem Bereich auch Sachen möchte, die weiß nicht davon und so weiter. Für das da ein bisschen aber einen Échange können, dann Diskussion wie breit geht, haben wir gesagt, das kann noch mehr oft sein. Wir wenigstens einmal am Jahr hätten wir aber gerne, dass Kommissionen dann eben transversal mit denen diskutieren und mit denen schwätzen. Voilà, ich meine, wichtige Sache nach, dass der Schötter-Treff auch weiter geriert wird von der Familienkommission an den Markt, wann der bis man dann an der Kulturkommission gesiedelt wird. Wenn du noch froh wären, Ja, die Kommission all gut mir wissen, dass die Bodenkommission die funktionieren auch gemäß einem Reglement, einer Reglementation. Und ich denke, mit all guten denen an der Laufe der Zeit wäre doch vielleicht die Idee oder eine Proposition und der Chef Rot, dass ich denke, gibt das Reglement mal gucken, auf wir vielleicht da ein bisschen zeitgemäß Mise à jour zu machen, eben noch von denen Suggestionen, die da kommen, sie vom Chef Rot, weil das Reglement ist ja trotzdem etwas, was ein bisschen maßgebend ist. ja, das ist eine gute Proposition, weil wir sind am Gang, die Invitation für zu bringen, die geht raus. Ab dem 12. Oktober, probieren wir die Kommission eigentlich gerne anzurufen, da wird der Schafrat dann noch da, kann einen direkt einen kleinen Échange haben und dann ging das Reglement mit checken, wenn da schon Propositionen zu machen sind. Oder wir gucken, wie wir es dann organisieren für die Retour, für die eine Mise à jour zu machen. Bottom-up, sozusagen, wie es proposiert ist. Was ist kein Froh mir wären, da gegen den Ruf stimmen. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser André. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Pardon. Steht so weit. Joch. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teisens Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Jerini Nora. Ja. Merci. Dann gehen wir zum dritten Punkt. Da geht mal um Membres an die Kommission nennen. Ja. Voilà, heißt dann nur, weil wir noch ein bisschen letzten Moment und Erinnerungen kriegen, heißt dann nur die aktualisiert löscht. Ja, man sie nicht projiziert. Ja, projiziert sagt er. Ich lese so.
Danke. Voilà, dann gif mal aufhängen mit der Familienkommission, da haben wir dann Dali Outmarsch. Ich meine, die sind immer an drin, Parteien, wie man wieder gesagt hat, nennen ja hier Kandidaten. Muss ich nicht eng Memberskarte tun, sie gehen eben so genannt. Ich zähle da nicht gesagt, wenn er da kann, so just nehmen. Daniel Meyer, Nicola, Antoine Back-Schweich, dann Marie Nagel, Marie-Paul Max, dann ist Jenschen Meyer, Margret Völzer, Lilian Ries, Robert Polfer, Gabriel Neumann und Beatrice Massaro Bicelli. Dann hat man an der Jugendkommission de Jules Sauber, dann Thiel, de Jeff Decker, Tamara Smith, Claude Genot, Sam Elzey, Raoul Marx, Nathalie Schröder, Katharina Spinelli, Victor Neumann und Marie Marotto. Dann haben wir an der Sportskommission Miguel Moray da Costa, der Patrick Feirich, der Nadi Probst, Tamara Smith, Agnieszka Borczek, Alain Kiefer, Jean-Pierre Kaufmann, Conny Ney, Patrick Salentini, Sophie Montreuil und Isidro Marquez Lopez. Dann haben wir an der Umweltkommission Jules Sauber, Jacques Stein, Tom Sauber, Marc Meinert, Nuno Sorino, Damia Welsch, Patrick Schlimm, Olivier Van Nivenit, Sam Elzey, Achim Koppmeier und da müssen wir noch nennen. Am Klimateam, da sind ich dann als Member vom Schaffergut Präsident und dann Dali Outmarsch, Bruckmann, Paul Theisen, Nora Foggiarini, Nicola Koch, Marie-Elisabeth Wolf-Krauter, François Kriebs, Bérangère Bordewey-Delabre, Dera Marija Zerinski, Jean Schröder, Sebastian Frank Albers, den Erich Weichselbraun, Nazarena Gottardi, Eva Römer, Aisha Nomdele David und François Mini. Und der Magnus van Schele. Und dann hast du Yves Möscher, der Twister, als ein Klimabüro, und natürlich könnte auch immer als ein Klimaresponsable von der Gemeinde, den Daniel Schließ. Dann haben wir die Kulturkommission, Naturteam, pardon. Ich bin ein als Member vom Schaffergut, dann Thiel, dann Marie Nagel, Nora Foggiarini, Marie-Elisabeth Wolf-Krauter, François Kriebs, Lutz Vordermeier, Marie-Jeanne Kiefer, Bérangère Bordewey-Delabre, Sebastian Frank Albers, den Erich Weichselbraun, François Niemin und Magnus van Schele. Und das sind ein bisschen Leute, die sind an die zwei Teams gegangen. Das war ein bisschen die Diskussion, die wir hatten, wie wir das Klimateam noch an der Umweltkommission hatten, dass das sich irgendwie verschneiden. Wir haben probiert, das dann von denen zu trennen. Und die Leute mussten dann nur modellieren, dass dann aber vielleicht Themen zweimal behandelt gehen, also dann voilà, zweimal darüber diskutieren. Außerdem sind aber auch noch dran also Vierstadt, der Piet Lacour, und dann den Loic Hellers, das ist ein Conseiller Naturpakt, den hast du dann beim SIAS auch angesiedelt, und dann Remenke den Daniel Schließ. Dann haben wir die Kulturkommission, du hast dann Sylvie Dupont, Daniel Meyer, Nicola, Pascal Recchia, dann Marie Nagel, der Paul Schummer, der Rémi Labbé, den Lilian Ries, Mario Van Divenit, Jean-Claude Hinger, Simon Fischer und der Massimo Cingolani. Dann die Bautekommission, die Guy Sauber, Paul Theisen, Marc Lehnert, Nora Foggiarini, Agnieszka Borgberg, Daniel Siebenaler, Raoul Marx, Nicola Welsch, Yves Braun, Franco Lo Savio und Nachim Koppmeier. Und dann der Finanzkommission, der Serge Stein, der Marc Lehnert, der Jean-Noël Kalmes, der Carlo Reuland, der Nuno Sorino, Katrin Fernbach, der Ulrike Völzer, der Lucia Komes, der Yves Bronzin, der Marc Van Acker und Marie Fischer. An der Transportkommission der Jeff Decker, Miguel Moraes da Costa, der Patrick Feirich, der Jean-Marc Schurmann, der Marco Meinhardt, der Carlos Almeida, der Raoul Marx, der Paul Seckelmann, der Lucia Komes, der Robert Polfer und der Raymond Kremer. Und dann an der Landwirtschaftskommission Dalia Hauptmann-Brückmann, Sandrine Bajon, der Paul Theisen, Nora Foggiarini, der Claude Genot, Frank Hoffmann, der Olivia Welsch, der Lisa Vohl, der Pierre Kalmes, der Gabriel Neumann und der Piet Heimes. Und dann haben wir eben die Kommission vom Vivre Ensemble. Da sind dann ich dran als Member vom Schaffergut, Jean Kaufmann als Member vom Gemeinderat, dann Till, Lilian Ries,
der Rolf Tarach und der Jean del Haberbordel. Und dann Suppléant, dann der Sebastian Frank Albers, den Erich Weichselbraun, Ron-Jules Schaar, Jean-Marc Schaumann, Margit Felser-Petersen und Anna Shevtuschenko. Dann haben wir die Schulkommission, den Andy Kaiser, Präsident, Jeff Decker, Frau Giarini, Veronique Racht, Marie Fischer, dann das Schulpersonal Joel Max, und Sophie Sunnen und dann Marianne Adelschanson Schilling als älteren Vertreter und Sabrina der Lehrer del Cero und dann Astrid van der Drift als Repräsentant von der Alter Vereinigung und dann Caroline Max und dann Kreis von der Maison Relais und Steve Back als Sekretär. Ich war auch überrascht, wie ich nun gelesen und das war so kleine Niertum. Also nicht Paul Säckelmann, Dietrich Säckelmann. Ja, schon noch. Sind doch nach Frohen. Können bald kein frohe Sinn haben. Dann gehen wir aufstimmen. Kaufmann Champ. Jo. Kaiser Andy. Jo. Nagel Anne-Marie. Jo. Joch. Sauber Jules. Jo. Dein Serge. Jo. Treisens Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Giarini Nora. Ja. Merci. Dann gehen wir zum dritten Punkt. Gemenge Finanzen, das ist der Serge. Ja, ich gebe euch dann den Punkt vorstellen für Tableau von der Modifikation budgetären, natürlich an Depos ordinären, durch die verschiedene Budget, wo man nur schon bald alles abgebraucht haben, respektive nicht durchgeht bis am Ende vom Jahr, das heißt, da gibt man verschiedene zusätzliche Depensen, muss ich stimmen. Ich gehe kurz auf die größten Monten an, das sind die Frais de Communication, Imprimé et Publication. Da haben wir Surplus, wo wir 30.000 € zusätzlich müssen holen, das jeweils bedingt durch den Televi, weil da ganz viele Manifestationen waren, die empfangen nicht so an einem normalen Jahr 4 kommen und dafür ist das ein bisschen mehr hoch gehen. Aber wenn wir da ja eine extra Agence de Kommunikation hatten, das sind die Freien, die da zusätzlich sind. Bei den Dons Courant, ich meine, du siehst den nächsten Punkt, da machen wir verschiedene zusätzliche Dons, die wir vorgesehen haben, das ist bedingt dadurch, dass wir leider immer mehr Naturkatastrophen haben und da weiter Dons wollen machen und dafür besser mehr Kredit dafür brauchen. Dabei dann honoraire de Konsultants externe und Expertise, das sind am Anfang 2 Punkte, hauptsächlich, dass die Submission, die wir gemacht haben, die Ausschreibung für den ganzen Nettoyage auszuschreiben, die Freien, war ein bisschen mehr hoch, und so eine Etude Feasibilität für den alle Pumpschiffsbau, weil den aus dem kann machen, da einen Auftrag gehen. Und dafür braucht man da 15.000 € mehr. Dann also die Vierste, die gefroht hat, für zusätzliche Budget zu kriegen, die hat schon relativ viel an als Bücher geschafft, dafür, aber die nächste Budget zu holen, falls noch Arbeiten zu machen sind, notamment für die Sekurisation von den Büschfeier, respektive von den Deckel, ganz viel Gefrieren und Gift oder Schuld entstehen, für da können dran zu schaffen. Heute da ungefroht für zusätzliche Budget 40 gesehen, für am Büsch können zu schaffen. Dann also wie ja mal schon gesagt, ging das bei den Studentenjobs, die Müssel durchschied mit den Paiern, dafür muss man durch für 15.000 € zusätzliche Stimme für das Surplus, den man in das Jahr da entsteht, zu couvrieren. Dann ist noch hauptsächlich bei den Entretien et Réparation des Bâtiments, da muss man zusätzlich 40.000 € für gesehen. Ich meine, da ist eigentlich den Dach von dem Pumpschiffsbau geputzt gehen und dann ist hauptsächlich verschiedene Sammelrechnungen von den Facility Manager, die dann besingen Kontrollen immer verschiedene Probleme feststellen und die dann müssen behören gehen und da sind eine Reihe Sammelrechnungen, die mehr also die nicht so budgetisiert werden und die aber nicht die ein bisschen gemerkt gehen.
Voilà, dann ass bei de Fré de Fettpublik du sind eng an 20.000 €, die man méi fir muss gesinn. Ich meine de Christmacht get am Dezember nach organisiert und dats noch bisssen durch Aktivitéit vum Televi, dat de Budget schon relativ opgebraucht ass und dafür stimmen man dunner an zusätzliche Monte vun 20.000 €, fir dat man die rechtliche Aktivität bis zum Recht vum Joer könne realisieren. Dat heißt, insgesamt geif man zusätzlich Monte an Stimme vun 231.000 € an die Monte sind noch dør an als Budget, dat man die noch disponibel hunn. Dafür gebe ich Proen fir do Zustimmung zu kreieren, fir déi Budget nach opsetzen. Ja, Serge. Ja, ich denke, dat do sind ja Chiffren, die den Serge gut erklärt huet. Ich hatte aber nur eng froh nach Punkto Maro, was du hast ja den Kontrakt ausgelaufen, was dir verlängert gehen oder? Das ist so, dass man mit den hin zur Summe sitzen und das war auch eine Proposition, die man gemacht hat und wir haben aber noch nicht den Besoin direkt gesehen. Ich meine, es war ja viel am Kader vom Televi für den Kontrakt so weiterzuführen. Wir sind aber bloß einen anderen Weg gegangen. Ich meine, sie haben gut Arbeit gemacht. Wir schaffen weiter mit ihnen zusammen, wir kriegen mehr punktuell Aufgaben zu machen. Sie machen als Flyern, sie helfen uns auch Posten zu machen im Internet. Und da machen wir mit ihnen Kontrakte, mit den Kontrakten in der Form, wie für den bestanden hat, haben wir nicht den Besoin gesehen, für den so weiter zu feiern. Mit den Kontrakt war ja damals nicht lang gemacht gewinnt. Im Televid war ja hauptsächlich für die Relation Publik, wo Mietons sind respektive x% geschafft wird. Sind die dann nur 100% die Leute oder? Nee, die schaffen noch weiter so viel, dass so Congé Parental den noch weiterlebt. Am Moment, wir wissen noch, dass da besoin ist, und wir gehen da auf einen anderen Weg für dort. Wir sehen die Schachstrafe, die da sind, dass sie die nicht können lang meistern, wir müssen da eine definitiv Lösung finden, also Posten wahrscheinlich schaffen, wo wir auch speziell Kompetenzen sichern, wo es auch aufgefallen ist, die man an dem Bereich von der Relation Publiken da eigentlich nicht so haben. Und wir werden da eine Lösung präsentieren, noch nicht haut, aber so sehr, wie wir das geriert können. Also wir sind erst der Sache bewusst, wir lassen den Service auch nicht am Start, wir haben aber nicht den Besoin gehabt, für das über den Kontrakt oder gesehen, über den Kontrakt weiterzumachen. Aber wie gesagt, sie schaffen ja nach den Flyer weiter, du hast so in Arabisch diese 4 Relation Publique machen. Und Posten machen sie auch für die Relation Publiken, sie nicht ganz fort. Also ich meine, das sind noch schon substanziell helfen, die aber noch wir schwätzen von 16 Stunden für die Posten zu machen. Wir schwätzen von den Flyern allgemein, die wir machen. Und dann sicher wir eine Lösung für die andere Arbeit aufzudecken, über den wahrscheinlich Kreation von den Posten. 16 Stunden in den Monat oder die Woche? 16 Stunden im Monat. Merci für die Explikation. Ne? Voilà, wenn dann kein Froh mehr wäre, dann gingen wir über den Punkt aufstimmen. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teisens Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Jeremy Nora. Ja. Merci. Dann gehen wir zum nächsten Punkt an, das ist Andy. Ja, merci Claude. Wie wir ja matkrit tun, waren der Nacht vom 8. auf den 9. September das Jahr schrecklich Erdbeben in Marokko, das stärkste Erdbeben an der Region seit über 100 Jahren. Das Erdbeben war den gestärkt für 7,2 auf der Richterskala hat, hat bald 3000 Menschen das Leben gekostet und über 5000 Leute zum Teil schwer blessiert. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind über 300.000 Leute zu Marrakesch auch rundherum von diesem Unglück betroffen, wovon ungefähr 100.000 Kanner sind. An dem Kontext wird SOS Village d'Enfants au Maroc einen Aufruf lanciert. Das Assoziation, die seit über 40 Jahren am Marok aktiv ist, geriert aktuell unter anderem 5 Kannerdörfer an 6 Centres sociaux SOS, und wir wollten auf ihren Appell à la Solidarité reagieren und den Don machen. Und da kommt ja Anfangs September die nächste schreckliche Nachricht, und zwar vom Sturm Daniel, dem mit extremen Rehmassen, schwere Überschwemmungen in Griechenland, Bulgarien, der Türkei
an Libyen verursacht huet. Libyen ass ha ganz schlimm betraff, wenn es den Bruch vun 2 Staudämm. Lächen Informationen vun der UNO hunn iwwer 11.300 Mënschen het Liwe verloren an iwwer 10.000 gin nach vermisst. Hei kën de lo nach dabei, dat Grundwasser schwéier verknascht gouf an Hëllefsorganisationen den Ausbruch vun der Cholera an einer Krankheete fährten. Eng vun diesen Hëllefsorganisationen Médecins Sans Frontières huet medizinisch Material op Platz brucht an ersetzt Plazeweis dat medizinisch Personal wat dem Liewe kom. An dem Kontext huet an MSF auch een Opruf gemacht fir Medikamenter gespennt zu kreien, mir woch generelle finanziellen Opruf lancéiert, fir dat sie sech die Medikamenter können zulehen. Ha och wollte mir dann dem Opruf no kommen an den Don machen. Aus dem Grund willte mir proposere fir einen Don von 10.000 Euro zu machen, opgedeelt op die 2 Assoziationen mat jeweils 5.000 Euro. Merci. Man kann ich noch dazu so zu den Ran, wenn huse auch Don gemacht von 10.000 Euro, da huse mengsch Caritas und Croix Rouge, als mat 5.000 Euro den Don gemacht, so dass sind alle Assoziationen habe es gekriegt, und die nächste machen wir auch vielleicht und andere Assoziationen. Oder wenn du kein froh mir sind, dann ging man das aufstimmen. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Ich auch. Sauber Jules. Ja. Dein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und Frau Jerini Nora. Ja. Merci. Dann haben wir noch einen Don. Ja, von steigt weiter. Die Föderation von den Lützburger Giner Scouten hat einen Brief gemacht, für eine finanzielle Unterstützung zu kriegen im Kader vom Neumachen von ihrem Dach im Kaltenhaus im Neuhäuschen. Das ist ein pädagogisches Projekt, den zwischen 2005 und 2008 und zusammen mit der Natur- und Forstverwaltung mit natürlichem Material wie Holz, Lehm und Stroh gebaut wurde, wird für schulische und außerschulische Zwecke von Schulen, Mesoreleen und Scouten benutzt, für die Natur der Leute Minute zu bringen. Außerdem gibt es im Sitio auch alle 2 Jahre der Beltane organisiert, den dafür sorgt, für ihre Aktivitäten in einem größeren Publikum zu demonstrieren. Die Lützburger Giner Scouten sind aber damit konfrontiert, dass den strengenden Tag mit der Zeit verfällt, und weil es sich um ein komplex Mise à Niveau handelt, müssen Darbechten Dach von einer spezialisierten Firma aus Frankreich realisiert gehen. Auf Basis vom Devis von 200.000 Euro haben wir uns mit Eisenopelsch Gemenge konzertiert, für an allgemein huet zurückbehalen für einen Don für dieses spezifische Projekt zu machen. Aus dem Grund proposieren wir dann noch einen Don von 10.000 Euro als Unterstützung für die Neumache vom Dach, um von den Lützburger Giner Scouten zu machen. Und du noch froh sind. Oder dann können wir auch darüber aufstimmen. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Dein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und Frau Jerini Nora. Ja. Merci. Dann gehen wir zum nächsten Punkt am Urbanismus. Da hatten wir, also da ist eine Konvention de Session unterschrieben gehen am PHP um Schönberg, also PHP um Schönberg ist nicht um Schönberg, mit das Anfang den ähnlichen Teil, den neuen Teil, den lo am Moment lotisiert geht vom Schönberg, und da sind also den großen Teil die Familie Bertrand dran, und das Gemeinde dran, und dann ist noch eine andere Familie dran, die aber lo nicht lotisieren will. Du hast aber so, dass für die Straße zu bauen und Trottoir zu bauen, da wird einfach ein Stück Terra von denen gebraucht. Und da gibt es Umstände, dass die Familie gesagt hat, wir wollen im Moment ein Projekt nicht abmachen, aber wir wollen noch keine anderen cedieren wie just ein Gemeinde. Und die Session ist dann formalisiert, dass das Stück da, weil er was alle weiß. Du kann ich auch vorstellen, wie die Straße dann noch zwischen den Parzellen da durchschläft. Und wie gesagt, die Familie ist dann d'accord, dat und Gemeinde zu cedieren, und da geht das dann noch an den Domain public cediert. Also das ist just eine Zwischenetappe, weil die Familie eben am Moment nicht will mit dem Projekt in Verbindung bringen, sie will aber auch nicht blockieren.
an sodass dann mam Chefrot fir Druch an den do Akkor fortgin ass an mir missen am Ponglo just approuvéieren, dats man der mat der Sessioun och so d'accord sinn. An do froe sinn. Kein froh. Da können wir direkt aufstimmen. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Falsch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und Fogerini Nora. Ja. Merci. Und dann haben wir noch eine Aktesession. Da geht es darum, am PHP in der 8. Also in der 8 wat haut dann ënner der Herd heescht, do wo dann noch d' Residenz 50 plus ass. Do muss dann d' Gesellschaft Grund und Boden nach Flaschen und Gemeng auftreten. An hai wird dann den Akt zu denen auftreten an der werd Gemeng dann definitiv proprietär von denen Parzellen, also dass er noch Domain publik ass dat er noch. Ne? Das ist der Plan. Voilà. Das sind die Parzellen rund um die Residenz, wo noch der Wehrhof geht. Von der Residenz bis auf die Tagstroß. Das ist kein großer Affaire, aber ich meine, den Akt muss just hier probieren. Sie sind nur noch frohen. Auch kein frohen. Dann können wir über den Punkt aufstimmen. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teise Paul. Ja. Falsch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und Fogerini Nora. Ja. Vielmals merci. Dann zum nächsten Punkt Infrastrukturen. Du hast es schon. Den hast du das Brett. Der nächste Punkt ist dann d'Approbation von einem Markt d'échange, das ist eben das Projekt von der Rue des Jardins, oben auf der Spitze, wo ein Projekt vorgesehen ist, wo wir 4 Häuser verbauen und auch nach 3 Häuser von einem Privatproprietär gebaut gehen, von der Kommissar Scherer. Du hast eben eine Partage gemacht, die das schon am Gemeinderat gestimmt gewesen, wo Terra getauscht gesehen, für dass die Projekt so kann realisiert gehen. Und du war eben den Akt für Not der gemacht gehen, dass das den 13. September an der Schrift gehen und wir empfangen für den Akt zu approbieren, wo die Terra getauscht gesehen, dass wir von Urwen Hausbau kriegen wir 4 Parzellen, wo wir die 4 Häuser bauen, die wir eben ausschreiben werden, für zu verkaufen. Und dann die Ewigterrain, die gehören dann der Consort Scherer, wo sie da später ein Projekt drauf machen. Und dann die ganz spitz, ganz Öwen, die bleibt am Anfang als so ein BEP am Gemengebesitz dann übrig. Sind du frohen? Kein frohen, dann stimmen wir auf. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Falsch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und Fogerini Nora. Ja. Merci. Ja, da geht weiter an der Rue de Luxembourg zu Straßig. Du hast am Anfang, wie man das schon ein paar Mal hatte, wo verschiedene Terrain aufgetreten gehen und Gemeng oder verkauft gehen und Gemeng, für dass man die Parzelle können an den Trottoir, den Domain publik abbauen. Hier ist den Trottoir, den auf der Parzelle 396 aus und die geht dann, das ist ein Flash von 0,25 Ach und die gibt der Verkauf gehen und Gemeng für 165 €. Voilà. Und der Kompromiss, der war schon hier approbiert, gehen dann hier am Anfang nur den Akt, der gemacht gehen als beim Note, den wir dann hier müssen approbieren. Sind du froh, wann es gibt? Kein Frohen. Kommen wir zum Wort. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teise Paul. Ja. Falsch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und Fogerini Nora. Ja. Merci.
Ja, dann immer nach oben an der Rue de Sending, Schluss von der Rue de Sending am Neuhäuschen, du als den Projekt, den wir auch schon heute diskutiert haben, wo man die Kompromisse waren schon gestimmt haben, der das am Anfang für Willows wie an der Sortie von der Rue de Sending auf der rechten Seite geht da am Steckfeld und als Verkauf an, wo dann der Willows wie um eine erste Etappe schüss bis dann dann von der dritte Parzelle realisiert wird. Ich meine, die habe ich das in am Gang, könnt ihr gucken. Das ist ein Tarif von 9,88 an die geht Verkauf und Gemeng für 40.000 €. Und da war den Akt de Wandel den 3. August, an dem müssen wir dann hier approbieren. Ja, ich meine, das ist immer flott, wenn aber mit den Proprietären eins geht und ein großes Merci auch an die Verhandlungen, die durch schon Federn gelaufen sind. Wenn es nicht so ist, ich gerne. Ja, ich meine, du hast logisch, was Merci und Proprietäre ganz klar. Mit war ja auch angedeutet von Seiten zum Chefrat für drin, für an sich da ein Speedhand drin zu kriegen bis Richtung Grenzen, die Grenzen der Terra. Und ich denke, dass wir vielleicht noch eine kleine Suggestion oder Appell für das vielleicht nicht zu vergessen, weil die Proprietären zu einem gewissen Zeitpunkt waren sie alle Jahre nicht d'accord, aber Gio Leute ja mal von Zeit zu Zeit die Meinung wechseln. Merci. Merci, das ist richtig. Und ich habe einen Jane. Ja, ich wollte dazu sagen, ich habe mit der Familie Kontakt aufgeholt, für eine Not zu freuen, für dann Verlängerung zu machen. Dann hat man den Circuit fertig und sie haben mir gesagt, dass sie momentan nicht oder mit d'accord sind. Und sie haben auch gesagt, dass die alle Chefrat auch mit denen schon Gespräche hat, dann noch, dass sie noch denen gesagt hatten, wenn nicht d'accord mit das, wie gesagt, vielleicht könnten denke ja, da wäre das ideal, da wäre die Circuit komplett fertig. Da. Ja. Wenn die Leute denken, so weit sind, da können wissen, wo sie es fanden. Dann. Wir sind auf jeden Fall immer ab für Gespräche. Gut, was sonst kein Froh, wir sind dagegen mal über den Punkt aufstimmen. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Ja. Heinz Hersch. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afo Jerini Nora. Ja. Merci. Da gehen wir zum Punkt 6, Lotissementer. Da sind zwei Morcelementer Ordre du jour. Das erste Morcelement, das hatten wir schon ein Ordre du jour immer schon ein gut gehecht. Und da ist so eine ganz kleine Änderung, die aus dem Projekt eben nach 4 geht. Das weisen. Und zwar geht da auf einer Seite mit, das ist nicht der Plan, den ich will gesehen, das ist den anderen. Denn da gibt es just den Punkt, da 1,41 Meter nur links gelöst. Ne? Wenn er die eng Länge, die ändert nicht, ich muss die 3 Längen zusammenrechnen, finde ich, auf das Ganze zu kommen. Ne? Die Dohe da war aus minus 1,41 Meter wie klein. Und so ändert den Morcelement. Das ist die einzige Änderung. Du weißt, wo das an der Kernischer Straße, da wo die Bushäuser ist. Ne? Also Bushäuser waren nicht also so, ne? Den Dach, den über der Rive, den Trottoir. Voilà, ich meine, da braucht nicht viel Explikationen. Wir waren auch froh, wären. Kein Froh mehr. Nee, genau, wissen wir das nicht. Voilà, das ist wahrscheinlich, wenn wir die Kühlen zu gehen oder so eine Geschichte. Ne? Die Finalität ist, dass Morcelement, dass die Linie ganz leicht rübergeregelt wird. Aber erst dann, wo nicht der fünfte Punkt bleibt, so geht es selber. Voilà, Tanja, sie werden uns auch heu, wenn wir noch mehr präzise Informationen brauchen. Merci, Tanja, dass du da warst. Da gibt mal aufstimmen. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Ja. Heinz Hersch. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afo Jerini Nora. Ja. Merci. Und dann der zweite Morcelement, das ist dann aber Lonai, das ist dann für ein Projekt an der Hauptstraße zu Winsbach zu machen, vis-à-vis von der Schule. Hast du den
voilà, so bisschen besser. Die wisst, dass neben der Residenz, wo auch den Durchgang ist, wo eine Servitut besteht, die wird aber im Kader von dem Projekt nicht benutzt. Aber die Residenz braucht die sowieso auch. Wir haben das jetzt auszuführen. Und geht eben heute immer so leer, dass es eine Parzelle ist, für darüber können sie bauen. An den Trottoir wird als Parzelle ausgewiesen, die dann auch und Gemeinde aufgetreten wird. Ja, Serge. Ich denke froh, okay, der Tag seit ja an sich nicht dramatisch aus, aber als du auch Projekt schon bekannt, den du Hand und drin hast, kann den du Abblick drauf kriegen, weil sonst die mehr als schwer für du können einen korrekten Avieren eine Aufstimmung können machen. Ja. Also das ist ein Projekt da. Die waren noch nicht an der Bautekommission. Ja? Voilà, die waren noch nicht an der Bautekommission. Das war eine Idee, für was das Morcellement so gemerkt wird, wie es gemerkt wird. Also in dieser Situation nicht ganz kompliziert, weil die Parzelle einfach ein großes Parzelle geht, dann eben Trottoir aufgetreten wird. Mit Gesellen aber Flotteilung Bild, den Durchgang, von dem ich gerade gesprochen habe, von der Servitut, und dann eben nun die Residenz, die da auf Hoher Mol umgebaut wird. Merci für die Explikation, für die Pièce, die auch nicht am Dossier war. Aber kann man aber dann noch wieder aufgehen. Die ganze Präsentation war am Dossier. Ich weiß, dass ich ein bisschen wie digital sind, dafür sind ich echt, dass für paperless. Das war nicht express. Die wissen aber auch immer, wenn der ein froh hat zum Dossier, ja, dann dürft aber immer gerne noch direkt in alle anrufen und dadurch am Vierfeld klären, so eine Sache wie der Tod zum Beispiel. Ne? Das gerne willkommen. Wir können aber auch natürlich am Gemeinderat diskutieren, das ist auch kein Problem. Wenn da am Vierausfeld Informationen wurden, aber auch mal gerne aufrufen. Das ist kein Problem. Ja, beim Serge anscheinend nicht, das kann sein, dass dann alle die Fische nicht mal drüber gezogen haben. Ich hatte auch mal geschwärzt und ich hatte effektiv vergessen, den Punkt auszuschwätzen. Voilà, wenn sonst keine Frohe sind, dann ging wir über den Punkt aufstimmen. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hauptmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und Frau Jeremy Nora. Merci. Ja, ja, nur just über de Morcellement aufgestimmt. Ja. Nicht über das Projekt. Ja. Voilà. Tanja, merci. Ja. Einen schönen Abend. Oder bleibst du noch? Voilà, dann haben wir ein Verkehrsreglement, 6 Stück, die sind geholt am Kader von den Chantiers. Und die muss ja dann am Gemeinderat aufgestimmt gehen. Du hast aber so, dass von den 6 Reglementen schon 3 aufgelaufen sind, also nicht Reglement, das ist nicht aufgelaufen, die Chantier ist schon fertig. Wir stimmen dann aber darüber auf. Ich gehe aber nicht weiter drauf an. Wo sind sie? Hi. Voilà, da hat mein Reglement geholt für eben den Verkehr zu einer Bahn mit einem C2. Das war Neueisen zwischen der Rue de la Carrière und dem Kiesteweg. Also das wird schon nicht mehr gebraucht, das ist schon fertig. Dann hatten wir auf derselben Platz, wo die Kreuzung aus Rue de la Vallée, Rue de la Carrière eng Lourdes abgestellt, also Lourdes, wie man es nennt. Signalisation lumineuse, das ist auch schon fertig. Der Chantier und dann ein anderer Lot beim Haus Nummer 51, Kreuzung Rue de Siegelsbach. Das war ein Chantier mobil, wo dann auch schon Dabischen aufgeschlossen. Dabischen die Bau fertig sind, dann aber nach am Gangen, da das dann bei dem 4. Reglement
am Appleway, wo man dann noch d'Stroos sperren. Du kann keine rauffuhren außer Chantiers Gefierer, das da von der Kreuzung Schloss gewähren bis bei Haus Nummer 1 am Appleway. Das 5. Reglement, das dann bis Ende von den Nachrichten geht, das dann CR 185, Neuhäuschen, du hast ein Projekt, an die muss natürlich die Infrastruktur an der Straße aufpassen. Da ging dann der Verkehr auch mit Lute geregelt gehen, weil dann eben auf der einen Seite die Straße zu ist. Und das letzte Reglement, das dann das, was recht angeht, 25. September bis 9. Dezember, an der Rue Schloss gewähren, an der Rue de Lützeburg zu Straßig. Und da geht der Verkehr eben die Zeit als Sens unique ausgebildet. Ich kann nicht mehr rauffuhren beim Haus Nummer 7 und muss in die andere Seite rausfuhren. Und zwischen dem Haus Nummer 13 auf der Lützeburger Straße und am Haus Nummer 25, da ist dann eben die Straße über Talschen Zoo und das geht dann da mit Lute geregelt. Wir haben da auch ein Navi gemacht und Riverain und einen flotten Plan dabei gezeichnet, dass die Leute eins gehen mit den Verkehrsreglementen. Das machen wir im Prinzip auch immer, dass wir probieren, die Leute so gut wie möglich zu informieren, die da betroffen sind. Es geht ja nicht drin, dass was mir vielleicht diskutieren oder geht auch nicht drin, auf dem Internet sieht gut, obwohl wie du es gesucht hast, dass ja aber digital Welt das alles möglich, mit die kriegen dann immer nach probieren, wie am Briefkist. Sind da froh zu den Verkehrsreglementen? Wenn du keine froh sind, dann gehen wir auch darüber aufstimmen. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Merci. Voilà, da wären wir schon bei den Questions Ekriten. Du hast keiner rakom. Ich profitiere, weil ich da mal auf nicht gesucht habe, weil ich den Carlo gesehen. Also wir sind am Gange zu gucken, zumindest auf der Kreuzung. Also wir wissen auch schon, was die Lösung ist. Mit der Luto, ne, die überhaupt mit der Schlau funktioniert, dann die eben Velo nicht detektiert, und dem nur sogar wie ein Auto steht, auch nicht detektiert. Und da werden wir die Luten umbauen, ob ein Radar gesteuert Lut, ne, die detektiert durch Velo und alles, was für der Lut sich befindet, und da wird darüber gesteuert. Ich kann noch nicht so, wie weit wir da schon sind, wir werden wahrscheinlich noch unter wie, und da wird die Lut einfach umgebaut. Aber das ist auf jeden Fall die Lösung, dass man die Technik umbauen. Das geht auch mit der Lut, muss nicht alles changieren, wir können die Radar neu bauen und dann funktioniert das besser. Sos frohen. Wenn wir hier unter den Tisch kein frohen Hund, sos, dann gebe ich den Publikum frohen. Auf die frohen Hund, der Robby. Heute schon ich etwas Ragi gehabt von Leuten auf der Gemeinde. Und ich so denen vielmals merci, das war etwas, was mich schon lange gedrückt hat. Und die haben gesagt, dann tun wir das so umgekehrt. Da gucken wir dann noch. Und nicht mehr spät, wie gestern habe ich da schon eine Meldung zurückgekriegt, mit einem Foto dabei, das ist an der Reihe. Ich so denen Leuten vielmals merci. Ja. Voilà. Und dann habe ich aber trotzdem lange gesagt, an der Rue de la Montagne, das ist Haus innen. Denkt ihr mich aus? Da stehen da zwei so Lanternen, die brennen, mit die ewig der Meck, die er so zugewößt. Da ist ein ganzer Neck, und wo die Lomi deicht, da geht immer, wie es gut von dem er freigeschnitten gibt. Die brennen doch, aber du sagst gar nicht. Ja? Und dann noch an engems die Schulter auch ein bisschen mehr freischneiden innen. Weil da war ein Zebrastreifen, wo all da kleine Kanner drüber gehen. Das wäre wichtig, wenn da doch gemäht gibt. So nicht merci.
Robby, merci für dass du das mal abbringst. Da können wir auch reagieren. Das ist top. Auch der Merci holen wir mal. Ich weiß auch nicht genau wem. Das, das ist gut. Okay. Gut. Das ist gut. Fein. Merci. Roger. Ja, ich finde méi spät wie den Mëttech hun ich Chassierbeech gesinn. Du huet een wahrscheinlich illegal Grengschnitt deposiert. Dat hicht den huet en ganz Ben mat Grengschnitt getippt. Du hast wen um Chassierbeech ass de Feldfee neigemerk gin fir 100 Prisung durchzuführen. Dat wisst. An do genau wie wost an de Feldfee raffies. Du huet den an de Bëch huet den eng komplett Ben mat das Tujahrsyndrom Efeuersdruck sind noch ganz dick 15 cm dick Ästrop, die hue die einfach do an de Bëch getippt. Ass dat lo absichtlich gemerke fir den Igel, ich weiß net jedenfalls das net gar passend op der Platz. An hannet der Ben wo de Grengschnitt getippt gin, ass do leider o ganze Kopur dem schon den auch selwicht was Fleisch getippt huet, weil das in den vu Richtung Sandfaller könnt an dann handelt sich einfach an de Bëch rasch stest. Weil wann du vun ënne giwer opkom, da missen Keier machen an da wird vielleicht net so getippt. Dat mis vielleicht ein techniker Juko geworden oder de Pecher ich wese dat de Brandhider an dem Fall ja, also, Peter, ja genau dat ja also wie gesagt, ich hunne spät fir de Mëtsch gesinn ich dat relativ frisch getippt waren dat se kam ja voll. Das se dann von engem Privatlanden se kleinen hun enger. Wir machen dat. Okay. Merci. Carlo? Schön geloven ich wollte mal frohen ob net mailig wäre vielleicht für ein Reglement sollch mengen Partei sind lo net so froh mat mir me einfach mal dat die Schulter an den ganze Plantationen giffen rausgehol gehen op Kringfläche ja aber wann da gesagt wenn beim Santeholch nemmen doch stehen se andere Rosen Parteien alle go die trppel er Service Techniken die haben dat immer sche proppe an noget dann einfach dra gebrut an der Lofleisch gi Regimenthölle für die nächste Europawahlen dat schëtter Gemeng dat nemmi will Kringfläche ja gestorben da se dem gefaltet den ist wieder de Bam gestalt Servicetechniken der ja einfach mal wäschhöllen auch fertig da das mir echt froh an die zweet froh aus mirfle doch net matkrit wie gesagt da ist man projet Velospist iwwer Kanal fir op seine Bierschland Stautebun Kinder gerne eng Antwort also dat ass die Schëlderlandstrossen awer ze sind do gëtt pro Chausse eng Autorisaun. Natürlich stest du kein Plantationen am Prinzip zertrüppeln und so weiter. Jeder möchte, das ist schon recht. Ich weiß aber auch, dass Diskussionen laufen allgemein zwischen den Parteien, da die überhaupt Sinn möchte für so viel an all die Plakate überall abzurichten. Das ist auch mehr eine generelle Diskussion, ob du etwas dabei rauskommt, weiß ich auch nicht. Aber das ist aber auch gut, dass es nicht gesagt ist und gucken mal, wie wir da doch können. Ein bisschen steuern, das muss man so sagen. Was die andere Geschichte geht, da hatten wir ja Meinden für UNRTIsch, dann die Konferenz mit dem Mobilitätsminister Bausch. Und hin und dann auf der Versammlung gesagt, das wäre aus Kostengründen von der Gemeinde nicht realisiert. Den früheren Bürgermeister hat aber ein bisschen zurückgeholt, weil das nicht einfach ist von den Steigerungen hier. Also da gibt es ja auch Normen und da gibt es Erfahrungswerte, wo ihr seht, wenn da so eine Steigerung ist, da gibt es auch die Elektrovelo und das ist auch eine Realität. Aber da gibt es vom Velos vorher auch nicht benutzt, nicht angeholt. Also hier Velos Infrastruktur, die gibt ja immer noch bestimmte Normen gebaut und hier fallen wir leider nicht an die Normen, das war mal eine Ursache, sodass es kein ganz warm war für die Velospis zu machen an bezahlen wir auch dem Moment ganz bei der Gemeinde Schöttergewich. Ich meine, wir prüfen das aber nach ein Keier, wo man darauf angeschwart gesehen und auch das scheint nicht so klar zu sein, ob welcher Seite dann nur die größten Probleme da sind. Ich meine, gehen wir das ein Jahr und gucken das ein Jahr genau und holen dann ein Jahr eine Decision, was wir da machen. Simon, stellst du keinen froh, weil dann hätten wir. Nee. Gut. Voilà, dann so eine Schwimmungs Merci dem Gemeinderat für die flotte Summenarbeit.
dem Publikum für die Interaktivität, dem Publikum draußen, die als nur geguckt haben. Und da gebe ich einen schönen Abend wünschen. Wir bleiben noch ein bisschen, weil wir noch wie Klo. Und da bis die nächste Kehr. Merci vielmals. Adi.